Stimmt ja irgendwas mit dem Timer nicht hier. Ist ja wild. Ist ja ganz wild. Aber ich wollte jetzt nicht noch mal von vorne laufen lassen. Junge, Junge, Junge. Mal kaum 2 Wochen, mal kein Stream, weißt du? Gleich alles broken. Und die Sound so leise, müssen wir lauter machen. Lauter! Kasa hat es auch mal geschafft zum Livestream. Ach du grüne Neune, da ist ja heute Staatsbesuch hier. Müssen wir ja liefern, oder was? Hast du ja den besten Stream ausgesucht. Eigentlich gibt es ja keine Themen, oder? Joel, moin. Blondie, servus. Pitpack, sers. Kasa, servus. Und Schatz, Glück auf. Ja, wir können natürlich Michael in den Himmel loben. Das können wir natürlich tun hier. Kein Problem mit, Leute. Können wir gerne tun. Hoffen wir, dass wir gegen Arsenal auch so performt. Weil das wird wichtig werden. Lucho ist nicht da, aber das Schöne war ja zu sehen, wir haben ja gegen Freiburg quasi gespielt, als wenn Lucho nicht da wäre. Weil wir haben die linke Seite haben wir ja ignoriert, würde ich sagen. Also können wir da beruhigt. Ich glaube, ein Serge ist noch nicht wieder da. Ich glaube, Gucci Gnabry, obwohl in England liefert er ja meistens, ne? Aber der hat, weiß ich nicht, 2 Spiele in 7 Tagen gemacht bei der Nationalmannschaft. Da fällt er erstmal wieder 2 Wochen aus. Stefan, servus, guten Abend. Nee, ich bin sehr gespannt so. Unsere Offensive stellt sich ja eigentlich von alleine auf gegen Arsenal, ne? Da ist ja nicht viel Auswahl. Also Lennart Karl muss spielen, meiner Meinung nach, so. Da geht nichts dran vorbei. Warum? Weil es ganz gut mit Ulisse harmoniert und das sollte man mitnehmen, oder? Ich meine, wenn Serge fit ist, ja, dann geht Serge auf die linke Seite. Aber wer weiß, ich traue Kompanie auch zu, weil Kompanie ist ja so ein Erfahrungsfanatiker. Ich traue ihn halt auch zu, dass er wieder 'n Guerrero auf die 10 stellt gegen Arsenal, also warten wir mal ab, ne? Jackson vorne, dahinter Kane und Ulisse Karl auf den Flügeln. Ja, wäre die logische Geschichte, wenn Serge ausfällt, ja. Aber wie gesagt, vergesst mal den Guerrero nicht, ne? Also mein Take ist, dass Guerrero auflaufen wird gegen Arsenal. Ja, Arsenal spielt die ganze Saison stark. Also ich denke auch, dass Arsenal der bessere Gegner sein wird wie Paris, also. Aber das war auch vorher klar, oder? Ich meine nichts gegen die französische Liga, aber ich sehe die von der Qualität her, ich meine, ich bin jetzt nicht so im Thema, aber wenn ich mir so angucke, was da so rumläuft, wird die, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich noch hinter der Bundesliga sein. Also ist das auch nicht die große Kunst für Paris da vorne. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht. Die waren ja auch nicht so souverän in der Liga, ne? Marseille war ja, glaube ich, auch sogar noch dran. Ne? Wenn du dann nach England guckst, wie Arsenal da marschiert, dann ist das schon, muss man den Hut schon vorziehen, ne, in der Liga. Wenn man guckt, was da so rumläuft. Also von daher, wird ein schwieriges Spiel, ja. Ja. Die Frage wird sein, ist Upper fit? Sah halt auch nicht so super aus bei Freiburg. Schwierig. Bin gespannt. Meine, ist jetzt kein entscheidendes Spiel für uns. Ich denke, selbst wenn du das Spiel verlierst, solltest du die ersten 8 kommen mit den letzten Gegnern. Also, das sollte jetzt nicht das Problem sein, oder? 3 Streams hast du zugeguckt, Schatz. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, oder? Jetzt überleg mal, die zaubern Jamal aus den Hut. Nee, das werden die nicht tun. So gut, dass die Rookie wieder fit ist. Ja. Sehe ich genauso. Hat man ja auch gleich gesehen, denke ich. Ja. Das sind halt die Bälle, die uns gut tun können. Ja. Ich freue mich auch. Vor allem gibt er uns halt auch gut taktisch. Ja, keine Ahnung. Also ich denke mal, wir sind ja in unserem System erstmal ein bisschen festgefahren, aber über kurz oder lang gehe ich schon davon aus, dass wir auch nochmal ein zweites System etablieren werden oder ein drittes. Also von daher gibt er uns einfach da auch ein paar Möglichkeiten, ne? Naja, wenn Upa aber angeschlagen ist, wird 'n Upa nicht spielen. Wofür? Also, nochmal.
das Spiel ist nach dem Sieg in Paris jetzt nicht irgendwie super entscheidend für die ersten 8 Plätze. Natürlich willst du das nicht irgendwie aus der Hand geben oder so, ist ja schon klar. Aber wenn der Opa irgendwie ein Wehwehchen hat, wäre es ja fahrlässig, ihn aufzustellen. So, dasselbe gilt für alle halt einfach. Ja, mal abwarten. Aber wir werden mal morgen auf der PK hören, wie es da so ausschaut. Auf jeden Fall wird es ein super interessantes Spiel, denke ich, ne? Ja. Wird sehr interessant werden. Bisschen schade, wie gesagt, dass Lucho nicht dabei ist. Das wird uns schon wehtun, denke ich, aber ja, hoffen wir, dass, keine Ahnung, soll ich sagen, hoffen wir, dass Serge dabei ist. Hört sich schwierig an. Mal abwarten. Bin gespannt, was wir da aus dem Hut zaubern werden. Vielleicht agieren wir ja auch mit einer Doppelspitze. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, wie gesagt, wenn du da die Aussagen von Kompany nimmst, auch jetzt wieder auf der letzten PK, mit seinem Erfahrungsfetischismus, den er hat, ne, ist auch der Grund, warum Goretzka da so oft rumdümpelt, Alter, anstatt da einen Bischof hinzustellen. Also, ich glaube, das sagt schon alles aus. Also, da wird er nicht die Eier haben, in so einem Spiel dann zu sagen: „Ey, ich bringe da kannst du froh sein, dass er die Eier findet und 'n Lennart Kahl aufstellt“, was ich auch noch nicht glaube. Aber mal abwarten. Mal abwarten. Ne. Ne. Genau das macht 'n Vinny ja nicht zum Beispiel im Gegensatz zum Tuchel. Also, da läuft 'n Opa nicht nach 2 Tage nach 'ner Verletzung wieder auf, also. Das war beim Vinny bisher noch nie so und das ist auch völlig richtig. Weil, ja, das kannst du machen, wenn's um die Gladiolen geht, wie's Louis van Gaal immer schön gesagt hat, dann kannst du das natürlich machen. Dann nimmst du so 'n Risiko, wenn da einer 'n bisschen Wehwehchen hat, dass der in so 'nem Viertelfinale, Halbfinale, wie auch immer spielt. Logisch. Aber doch nicht jetzt in der Gruppenphase, Alter. Also, so wichtig ist das Spiel nicht. Ja, es ist super Prestige und zu schauen, auf welchem Level sind wir. Aber das ist jetzt kein Spiel, wo du sagst: „Ey, ja komm, der ist angeschlagen, ich stelle den trotzdem auf.“ Also, das wäre dumm. Würde mich auch überraschen. Marseille ist Erster sogar. Ja, guck mal an. Gerade im Wartezimmer beim Tierarzt. Ja, dann mal gute Besserung, wa? Für deinen Hund, Katze, Maus, Hase, Vogel, irgendwie sowas. Aber wer weiß, ich meine, zwischendurch hat der Vinny uns ja mal überrascht, wenn wir so an die Aufstellung gegen Leverkusen denken, wer weiß. Ich glaube auch, dass Kimmich, Goretzka im Zentrum stehen, ne? Also, ne, das glaube ich nicht. Es sei denn, Pavlo hat Wehwehchen, dann ja, dann wird Kimmich, Goretzka auflaufen. Aber ansonsten wird schon Kimmich, Pavlo auflaufen, denke ich. Würde ja auch Sinn machen. Oder meinetwegen auch gerne, Kimmich, Bischof, aber das haben wir noch nicht so oft gesehen, von daher. Kimmich, Pavlo funktioniert gut. Ja, und man sollte schon also, Goretzka in diesem Spiel aufzustellen, Alto Baddy, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ihr wisst meine Meinung zu Leon, also. Mich würde mal interessieren, ob du Davis eigentlich als LV siehst. Das Thema haben wir im letzten Stream ja schon ausführlich durchgearbeitet eigentlich. Irgendwie war das ja von Anfang an aus der Not geboren und dann dank Mangelware Stamm. Jetzt könnte er doch im offensiven Mittelfeld spielen. Die Frage ist, ob er die Qualität dafür hat, oder? Und die andere Frage ist, wen nimmst du dann raus? Tust du Lucho raus, oder was? Das wäre ja die Konsequenz, oder? Weiß ich nicht. Also ich würde Lucho nicht rausnehmen für 'n Davis, sorry. Dafür dafür hat der Mann einfach zu viele Vorteile gegenüber 'n Davis. Davis ist schnell, ja. Und was ist Davis? Schnell, ja. Und? Ja, schnell ist er. Ja. Davis ist so 'n bisschen der neue Alexander Zickler. Ja. Er konnte in den letzten was heißt in den letzten, aber eigentlich ist Davis bei uns nur durch die Schnelligkeit aufgefallen. So, machen wir uns nix vor. Guck dir mal Davis' Leistung an, guck dir mal unseren Spielstil an. Egal unter welchem Trainer, wenn, dann war Davis stark, weil er schnell ist in der Rückwärtsbewegung. Das war noch 'ne Ausnahme. So, jetzt guck dir mal an, jede Mannschaft, selbst wenn's Freiburg ist oder sonst was,
hatte in der Regel 2, 3 superschnelle Spieler vorne, ja? Das ist jetzt nicht mehr die Ausnahme, dass du mit deiner Schnelligkeit alles wegmachst. Und guck dir mal Spiele an, wo 'n Davis nur mal einen technisch starken Gegenspieler hatte. Der musste noch nicht mal schnell sein. Hat der kein Land gesehen. Ja, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Wie gesagt, Fonzie Davis muss erst mal zurückkommen in seine alte Form und dann muss er 2 Steps machen. Ansonsten wird's sehr schwer werden für Alphonso Davies in unserer Mannschaft. Also, ich wüsste nicht grade, warum man, keine Ahnung, da 'n Stunny wegnehmen sollte, warum man da 'n Conny Laimer wegnehmen sollte, und man darf auch nicht vergessen, Ito ist auch wieder da, ja? Und Ito ist 'n sehr, sehr starker Verteidiger. Also, bin gespannt, ja? 'Ne Position weiter vorne, ja, im Prinzip klar kannst du dir das vorstellen, ja? Natürlich kannst du dir das vorstellen. Aber auch da muss er die nächsten Stepper machen. Also, im 1 gegen 1, konnte Fonzie Davies nichts bisher zeigen bei uns. Nur Schnelligkeit. So, das ist alles, ja? Klar, wenn er den Raum hat, so, aber Fonzie Davies im Dribbling, I don't know. Habe ich jetzt noch nicht so gesehen, dass er da so die Maschine ist. Ja, vielleicht kann er das zeigen, ja, I don't know. Ich weiß es nicht. Also wenn Vinny rein nach Leistung geht in den kommenden Wochen, Monaten oder sagen wir mal in der Rückrunde, dann wird's schwer werden für Fonzie. Sage ich, wie es ist. Dann wird's schwer werden. Also, ich sehe es grade nicht, ja. Vor allen Dingen müsste er ja als linker Verteidiger dann auch irgendwie diese Halbfeldposition spielen, die halt so 'n Conny spielt, die so 'n Stunny spielt. Ja, werden wir sehen. Vielleicht kann er da reinwachsen in die Rolle. Warum nicht? Also, ich denke, Talent hat er genug, ja. We will see. Aber das Schöne ist, das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, es muss so sein. Also, ob 'n Fonzie Davies grade da ist oder nicht, das merkst du ja nicht in dieser Mannschaft. Ja, du sagst ja, ich habe jetzt kein Spiel gesehen, wo man sagen würde: „Bah, scheiße. Hat uns jetzt einfach mal der Speed von Alphonso Davies gefehlt." Ne, war nicht der Fall, ja, so. Und in allen anderen muss er drauflegen. Ob's Dribbling ist, ob's Passspiel ist, ob's Torschuss ist, überall muss er drauflegen, damit er da 'ne ernsthafte Konkurrenz wird. Ja. Wird interessant zu sehen sein, ne? Wie gesagt, der Mann verdient 20 Millionen bei uns, also. We will see. Hm, Zur Impfung nur, ja, dann ist doch gut. Ich glaube auch nicht, dass einer der Jungen oder Reservisten gegen Arsenal starten wird. Ja, du musst ja. Also, wie gesagt, Lucio ist gesperrt. Gnabry weiß ich nicht, der saß ja auf der Tribüne. Weiß ich nicht, ob der wirklich 'ne Option ist. Also, das heißt, es muss ja dann einer der Jungen oder Reservisten starten. Anders wird's ja nicht gehen. Ja. Kimmich Bischof, finde ich, passt nicht so gut, da beides sehr ähnliche Spielertypen sind. Dann eher Kimmich Pavlo oder Pavlo Bischof. Ja, das sehe ich 'n bisschen anders. Also, ich finde nicht, dass Kimmich und Bischof gleiche Spielertypen sind. Allein schon, wenn du siehst, wie 'n Bischof mit Druck umgeht. Ich meine, Druck auf ihn. Ja, da ist 'n Kimmich maßlos überfordert. Sorry, das ist nix, was Josh kann. Deswegen ist es gut, dass Josh 'n bisschen weiter tiefer spielt, dann ist er stark, weil dann hat er meistens nicht 'n direkten Gegenspieler. Allein das ist schon 'n Riesenunterschied. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir's ja noch mal. Wir haben's eine Halbzeit gesehen, Pavlo Bischof. Vielleicht sehen wir's ja noch mal 'n bisschen öfter diese Saison. Mal abwarten. Vielleicht sehen wir auch mal Kimmich Bischof. Also, ich sehe das nicht so. Ich glaube schon, dass das, sehr, sehr gut funktionieren kann. Olli, servus. 'N 20 Millionen kriegt der im Jahr. Jo, klar kriegt er die. Aber ist ja auch okay. Also, wie gesagt, die letzte Phase war ja stark von Fonzie, so. Ja, da müssen wir nichts schlecht reden. Das war stark. Ja, das war gut. War natürlich keine 20 Millionen wert, weil er maßlos überbezahlt ist, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber das war gut, ja. Nur er muss halt dann den nächsten Stepper machen jetzt bei uns. So, und das ist natürlich schwierig, wenn du grade, wie gesagt, du bist ja grade nicht in dieser Lage und sagst: „Geil, ich freue mich" oder „Es ist wichtig, dass Alphonso Davies wieder da ist." Ne, es ist nicht wichtig grade. Es interessiert eigentlich gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Ja, so. Alphonso Davies gibt uns 'n bisschen Geschwindigkeit, ja. That's all.
So, sonst gibt es nichts, was der annähernd. Nehmen jetzt Conny Leimer, der die ganze Zeit da spielt. Also Conny Leimer hat den besseren Spielaufbau. Conny Leimer ist definitiv der bessere kämpferische Spieler. So. Ja, er ist langsamer als Alphonso Davies, ja. So, aber in welcher Disziplin ist er sonst schlechter als ein Alphonso Davies? Wenn es jetzt um die linke Verteidigerposition geht. Schwierig. Nehmen Stani. Ja. Stani kannst du vielleicht noch ein bisschen drüber streiten, ja. So, und von Ito haben wir noch gar nichts gesehen. Lass mal Ito bei uns jetzt mal ein paar Spiele machen, lass den mal ankommen. Dann werden mal alle Leute sehen, was der allein für den Spielaufbau bei uns beitragen kann. So. Da ist Druck da für Fonsi. Ja? Da ist Druck da. Es sei denn, wie es schrieb hier, Kompanie sieht ihn weiter vorne, aber ja, nochmal. Nimmst du da einen Lutsche raus, den du extra für 75 Millionen geholt hast? Den hast du extra für 75 Millionen geholt, damit er jedes Spiel spielt, weil er so ein Typ Conny Leimer ist. So. Also sehe ich das persönlich auch nicht. Aber Luxusprobleme. Einfach Luxusprobleme, so, die wir haben. Aber besser so ein Problem wie andersrum, oder? Ambu, servus. Lucho ist immer erste Wahl. Ja, so wie er aktuell performt, ist er halt auch erste Wahl. So, und deswegen, wo packst du ihn hin? Wo packst du Fonzie Davis hin? Also jeder, der Fonzie Davis bisher gesehen hat, der ist halt auch defensiv eine Wurst. Als linker Verteidiger ist er defensiv eine Wurst. Ja, Schnelligkeit, das ist sein Dingen. Ja, damit macht er einiges weg in der Defensive, gar keine Frage. Ja, je nach Gegner macht das richtig viel Sinn, auch keine Frage. Aber ansonsten, guck dir mal an, wie oft Alphonso Davis eine Flanke verhindert. Guck dir mal an, wie Alphonso Davis gegen einen technisch starken Spieler aussieht. Eine Katastrophe, Alter. Ja. So, er wird schwer haben, definitiv. Es sei denn, Kompanie setzt zu 110% auf ihn und ja, was dann? Das heißt, Conny Leimer sitzt auf der Bank. Ich glaube nicht, dass Conny Leimer dann in die Mitte neben Josh rücken wird. Josh spielt immer. So, Josh spielt immer. Der Platz ist schon mal weg. Das heißt, du hast einen Platz in der Mitte, dafür hast du Pavlo, Goretzka, den er ja auch mag, Bischof und dann Conny Leimer. Ja, Hut ab. Ja. Hut ab. So. Oder setzen Stani auf die Bank und Conny Leimer wird wieder Rechtsverteidiger. Kannst du auch machen. So, das sind die Dinger. Was machst du da mit Ito? Ito ist dann auch nur so. Keine Ahnung. Also mein Take ist, Alphonso Davies wird es schwer haben, bei uns in die Stammelf zu kommen. Ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht überrascht er mich aber auch. Wir werden sehen. Aber dann ist es eine gute Sache, wenn er mich überrascht, weil dann wird er überperformen. Ito, Stani, Conny sind im Gegensatz zu Fonsi einfach, ja, defensiv sind die, na klar sind die defensiv stärker. Aber das Thema ist ja, wo brauchst du in der Bundesliga mal einen defensiv starken? Ja? Ist ja auch nicht so oft. Wenn alle fit sind, wird es darauf hinauslaufen, dass wir Davis, Uppa, Tar und Leimer in der Viererkette sehen. Ich würde das so nicht sagen. Boe, Minje, Stani werden dann eher öfter zuschauen. Ja, dann hast du noch Ito vergessen, den muss ja auch noch mit reinnehmen. Boe, ich gehe davon aus, dass der im Winter den Verein verlassen wird. Wenn da irgendwie ansatzweise ein Angebot kommt, dann wird der gehen. So dass du dann halt für die rechte Seite Stani und Conny hast. Und auf der linken Seite hast du halt Ito, Davis, Conny, sogar Stani. Also. Wer hätte gedacht, dass man Leimer mal als vollwertigen Außenverteidiger sieht? Nach den ersten Spielen habe ich geflucht, wenn ich ihn außen gesehen habe. Ja, bei mir Dito. Ja, 100%. So. 100%. Also Conny hat aber auch ein Jahr gebraucht oder ein Dreivierteljahr. So, ne? Weil das war vorher defensiv auch eine Katastrophe. Und zwischendurch verfällt er auch nochmal in diesen Terrier-Modus an der Außenlinie. Ja, dann sieht er immer aus wie ein Kreisligaspieler. Wenn er drauf pusht und der Gegner macht einfach einen Haken und die ganze Seite ist frei. Passiert, hat er nur zwei Sachen, die ich im Kopf habe, die Saison bisher. Von daher sehr gut von Conny. Aber auch, dass er mal Flanken verhindert und so. Das ist halt viel, viel besser geworden bei ihm. Jo.
Hätte ich auch nie gedacht, aber ich finde ihn trotzdem verschwendet auf der Posi. Da bleibe ich bei. Aber gut, dieser Traum, diese Traumwelt werden wir nicht mehr erleben. Ja. Wir werden beim FC Bayern nicht mehr erleben, dass ein Joshua Kimmich Rechtsverteidiger spielt und Conny Leimer in der Zentrale mit einem Pavlovic zum Beispiel oder mit einem Bischof spielen wird. Laut Medien kann Gnabry spielen. Ja, wie gesagt, ich werde da morgen die PK abwarten. Aber wir wissen ja auch alle, wenn der Serge erstmal auf der Tribüne sitzt und wenn dann kalt ist und nass und so, ja. Ich denke dann mal abwarten. Wir werden es sehen. Was denkst du, wieso Davies diesen Vertrag bekommen hat? Ja, wie gesagt, das Thema mache ich nicht nochmal auf. Kannst du dir gerne den Stream von letzter Woche auf YouTube anschauen, auch von vor 2 Wochen. Da haben wir da eine Stunde drüber geredet. Ich kann es dir im Einsatz zusammen sagen, mein Take ist, dass Alphonso Davies diesen Vertrag nur bekommen hat, damit Musiala seinen Vertrag verlängert. Das ist mein Take. Weil der FC Bayern Angst davor hatte, wenn Davies nach Real geht, dass der Musiala hinterherzieht ein Jahr später. Das ist mein Take. Ansonsten sportlich gibt es für mich keine Argumente, warum einer Alphonso Davies 20 Millionen bekommen sollte. Geschweige denn 30 Millionen Handgeld. Ja. Immerhin ist das noch Ligaphase, da kann man auch gegen Arsenal experimentieren. Ja, sehe ich genauso. Was heißt experimentieren, aber wie gesagt, da sollte man die Spieler auch ständig fit sind. Ne? So denke ich schon, dass Kompany nicht brutal auf Sicherheit geht. Was meinst du mit Sicherheit? Defensive oder was? Ich denke schon, also wir brauchen uns vor Arsenal nicht verstecken, Alter. Wir müssen jetzt auch nicht irgendwie. Ja, das ist eine sehr gute Mannschaft, genauso wie wir. Sie haben eine gute Form, genauso wie wir. Punkt. Ja, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Ja, haben wir einen schlechten Tag, Arsenal einen guten Tag. Dann kriegst du 3, 4 Stück. Kann genauso andersrum sein. Hat Arsenal keinen guten Tag, wir haben einen guten Tag, dann kriegen die 3, 4 Stück von uns. So. Haben wir alle beide einen guten Tag, sehen wir vielleicht ein atemberaubendes 3-3, whatever. Ja? So ein Ding ist das. Punkt. Also da muss man nichts schlecht reden oder für sich verstecken oder sonst was. Ich glaube, Stani muss für Fonsi weichen und wenn ich ehrlich bin, Stani hat mich auch nicht so überzeugt, hatte kein Spiel für mich, wo ich dachte, wo krass. Ja, Stani gehört halt einfach auf die rechte Seite. Punkt. Ganz einfache Kiste. Ja, ganz einfache Kiste. Hat man auch gegen Freiburg gesehen, fand ich. Ja, wie immer, Stani braucht Viertelstunde, 20 Minuten, das braucht er in jedem Spiel, um mal irgendwie wach zu werden oder was. Aber danach hat er ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Aber er gehört halt einfach auf die rechte Seite, nicht auf die linke Seite. Aber wenn wir die Logik beibehalten, würde das ja auch heißen, dass ein Alphonso Davies auf die rechte Seite kommt jetzt. Unter Kompanie, oder? Also mal abwarten. Ja, ich denke auch, dass ein Boe gehen wird. Und muss auch. Also wie gesagt, er hat es ordentlich gemacht, wo er jetzt seine Chancen hatte, aber jetzt auch nicht, wo du sagst, boah, geil, ist die Offenbarung irgendwie. So, ja. Also das waren keine Leistungen, wo man sagt, er hat jetzt mal einen Conny Leimer oder selbst einen Stani unter Druck gesetzt. Auf der Außenverteidigerposition, also. Weiß ich nicht. Aber wer weiß, wie die Rückrunde aussieht, so, ne? Wie gesagt, mit Ito und Stani, ja, da mussten Stani mal dabei nehmen, weil Stani ist auch ein bärenstarker rechter Part in der Dreierkette. Da sehe ich ihn sehr gerne. Genau dasselbe ist Ito auf der anderen Seite. Wer weiß. Vielleicht sehen wir demnächst auch mal offiziell eine Dreierkette anstatt eine Viererkette. Mal abwarten. Auf jeden Fall haben wir ein paar mehr taktische Möglichkeiten, denke ich. Ja, Schnelligkeit ist nicht alles, wa? Schnelligkeit ist nicht alles. Aber wir werden sehen. Aber ist doch schön. Ist doch eine Überraschungstüte. Also Alphonso Davies ist für mich eine absolute Überraschungstüte in dieser Mannschaft dann. Wo Kompany ihn sieht, wie er agiert. Bin gespannt. Mr. Mini, servus.
In London macht das der Serge schon. Ja, dann kann er da gleich da bleiben. Kann er gleich den Vertrag schon mal unterschreiben fürs nächste Jahr. Ist doch supi. Mm, 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 mm. Ja, habe ich ja gerade auch gesagt, dass die letzten Spiele deutlich besser waren. Ja. Ja, aber wie gesagt, wenn du die Konkurrenz siehst, sorry. Also dann muss ein Davis auf jeden Fall 2 Schippen drauflegen. Ansonsten wird das nicht reichen. Das hast du doch auch gegen Freiburg gesehen. Wie willst du denn gerade einen Conny Leim aus dieser Mannschaft denken? Ja, super schwierig. So, ob das jetzt links ist, ob das rechts ist. Wobei ja links mir eigentlich noch besser gefällt wie rechts. Ja, wir werden sehen. Außerdem mit uns aktuell Beste bei der Mannschaften. Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich immer schwer beurteilen. Ich weiß nicht, wie real und so weiter. Ich bin da nicht so im Thema. Aber ja, die haben halt eine Gestalt. Wenn du auf die Tabelle guckst, sagt das eigentlich alles, ne? Nee, wie soll ich damit gerechnet haben, dass Ulisse bei uns so einschlägt? Ich bin da wie Uli Hoeneß, ich kannte den Spieler vorher nicht. So. Ich habe aber auch keine Erwartungen gehabt an diesen Spieler. Das ist aber auch immer so. Mich interessiert auch nicht, wie Spieler vorher spielen oder sonst was. Mich interessiert, wie die Spieler spielen, wenn sie bei uns sind. So. Das ist, was mich interessiert. Das kann ich bewerten. Also, wie die Spieler vorher gespielt haben oder nicht. Da kannst du ein bisschen was von ableiten, ja. Aber wie viele Spieler haben wir schon bei uns gehabt, die nehmen nur Mané. So, hat halt einfach nicht gepasst. Ja, Punkt. So, wenn du in die jüngste Vergangenheit guckst. Es gibt ja ganz, ganz viele. Und hast so einen Eric Dyer, so, der überragend war. Also, von daher hat mich das nicht überrascht, weil ich einfach auch nichts erwartet habe. Oder keine Vorschusserwartung hatte. Mm, 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 mm. Dafür gucke ich zu wenig Fußball. Ich gucke einen FC Bayern und dann ist gut. Vielleicht ab und wann mal ein bisschen zweite Liga gucke ich ab und wann, ja. Die Bochumer knalle ich mir mal rein oder sowas. Aber ist jetzt nicht so, dass ich Premier League, spanische Liga und so weiter mir reinziehe. Ende November muss man aber doch sagen, dass sich der Kader in die richtige Richtung bewegt hat. Ja, aber das konntest du auch schon nach der Transferphase sagen, oder nicht? Ich hoffe, dass Leon, Rafa und Serge im Sommer noch abgegeben werden. Brauchst auch nur Ersatz für Serge, dann LV und 6 haben wir genug. Ja, also ich gehe da mit den 3 Abgängen. Ja, nehme noch einen Boe dabei, falls er dann noch da ist. Auch das ist verschwendetes Kapital, wenn wir ehrlich sind. Ja, und dann musst du halt den nächsten Jungen dahinter ziehen. Fertig. Sechser haben wir auch genug. Also wie gesagt, du hast einen Conny Leimer, du hast dann Außenverteidiger wieder da im Kader. Du hast einen Conny Leimer, der dann 3 Positionen spielen kann. Also du brauchst keinen Ersatz für Neon Goretzka verpflichten. Also das hast du mit Tom Bischof schon getan. Ja. So, und dass der so liefert, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und Serge, ja, wie gesagt. Also ich glaube, dass ein Serge bleiben wird. Ja, würde ich fast behaupten. Ich bin gespannt, zu welchem Preis dann, aber ich glaube, dass er bleibt. Leon bin ich sehr gespannt, kann ich gar nicht einschätzen. Und Rafa kann ich auch gar nicht einschätzen. No. I don't know. Nö. Ich beteilige mich auch nicht an irgendwelchen komischen Sätzen, die Bild-Zeitung raushaut, die irgendein Plätti raushaut oder soll ich jede Personalie kommentieren, die irgendjemand in den Raum wirft, dann keine Ahnung. Dann mache ich den ganzen Tag nichts anderes, Alter. Wenn irgendwas mal ein bisschen heißer wird, ja, dann beschäftigt man sich schon mal ein bisschen ausführlicher vielleicht damit, aber ansonsten, ich kann mich auch hier hinsetzen und sagen, ja, der und der ist beim FC Bayern im Gespräch. Wow. Quelle? Ja, meine Fantasie. Ja. So. Ja.
Ja, der Vertrag wird nicht verlängert mit Serge, dann werden 200 Millionen Namen, nächstes Jahr gehandelt, wer auf der linken Außenbahn oder au in der Mitte oder sonst wo verpflichtet wird. Ja, so ist das einfach. Da brauchst du kein Plettenberg für sein oder sonst was. Da haust du einfach die Namen rein, die irgendwie auf dem Markt sind, die Potenzial haben und gut ist. Ja, grandios. Keine Kunst. Und das musst du auch nicht alles kommentieren oder dich damit auseinandersetzen. Genau, vielleicht entwickelt sich ja Winston Mike. Sehe ich genauso. Quelle vertrau mir, Bruder. Nee, Quelle komm in die Gruppe. Komm in die Transfer-News-Gruppe. Ersteller der Gruppe Uli Hoeneß. So ein Ding. Nee, dafür ist meine Lebenszeit, auch zu schade. Man kann natürlich immer mal ein paar Namen so durchquatschen, so, ja, sicher. Aber wie gesagt, da alles zu kommentieren, also du weißt ja nicht, was stimmt und was nicht. Das ist ja immer wir können ja immer nur Rätsel raten, so. Es setzt sich ja keiner hin und sagt, wir haben mit dem Spieler geredet oder mit dem Spieler verhandelt. Weil Thomas Tuchel ist nicht mehr da, der wird das machen. Der wird sagen: „Jo, so ist das gerade. Passiert ja nicht. Ja. So, du weißt ja noch niemals, wie es beim Opa ausschaut mit der Vertragsverlängerung, wenn der angeblich sagt, es geht nicht ums Geld. I don't know. Weiß ich nicht. Dann geht es wahrscheinlich um eine Ausstiegsklausel, was weiß ich. Aber auch das wissen wir ja alle nicht. Und werden wir auch nicht erfahren, es sei denn, der Vertrag wird irgendwann mal geleakt, ne, wenn es einen geben sollte. Also ist halt immer schwierig. Ist halt immer schwierig. Du kannst halt aus den Zahlen von der Jahreshauptversammlung ein bisschen dann was ableiten, aber das war's auch. Mm. Ja, ich finde das eine absolute Frechheit, ne? Also, wie gesagt, ich habe es ja auf der PK gesagt, da hieß es ja ein Spiel, und das finde ich auch völlig gerechtfertigt. So. Ja, das war eine dumme Aktion, natürlich, so. Ja, das war kein böses Foul, es war unglücklich, dass er da u in der Mitte weggeknickt ist. Natürlich schade, natürlich scheiße, so, gar keine Frage, ja, für Hakimi. Volles Mitgefühl, gute Besserung, alles gut. Ja, aber das ist kein also, wenn du die Vergleiche anguckst, die ja dann auch gezogen wurden, für was Spieler 3 Spiele Sperre bekommen haben, dann ist das ein Witz. Ja, dann ist das eine absolute Frechheit. So. Ja. Wird dir nichts bringen, wirst Einspruch einlegen, ja. Mit viel Glück geht's auch 2 Spiele runter, was weil sehr wahrscheinlich auch schon nicht mehr passieren wird, weil das alles alte Säcke sind, die da hocken. Äh, ja, ist eine Frechheit. Aber besser jetzt, als wie, dass es in der K.O.-Phase wäre. So. Ja, jetzt tut es uns gerade nicht ganz so weh. Also, von daher. Aber ja, ist lächerlich. Also, 3 Spiele Sperre ist eine Farce. 3 Spiele Sperre kriegst du für eine Tätigkeit. Hä? What? Für eine Schiedsrichterbeleidigung oder sonst was. Also, für 'n Wiederholungstäter. So, also jeder, der 'n Diaz Fußball spielen gesehen hat, weiß, ja, war maximal unglücklich. Ja, also lächerlich halt einfach. Aber wie gesagt, besser jetzt wie später, ne? So, wen interessiert's? Schade für ihn, logisch. Natürlich auch irgendwo schade für uns. Ja, aber ich denke, gerade jetzt in der Gruppenphase kannst du es auf jeden Fall besser handeln wie später. Aber die 3 Spiele Sperre ist super fragwürdig, ja. Wenn er mit der offenen Sohle trifft, von hinten gehe ich mit, aber der hat einen Ausfallschritt gemacht und ist dann zwischengeraten. Unglücklich dumm und rot, okay. Aber wer sowas entscheidet, wenn dagegen den Chor siehst, der auch 3 Spiele bekommt. Wenn man den Vergleich dazu sieht, dass Chor auch nur 3 Spiele Sperre bekommt, obwohl er mehrfach rote Karten kriegt und Gegner gefährdet. Ja, das sage ich ja. Ne, man muss halt immer keine Ahnung. Frage mich nicht. Vor allen Dingen, wenn man dann ja auch die Kommunikation hört und ich meine, das wurde von Bayern-Seite geäußert, also wird's ja so stimmen, dass da angeblich eine Mail im Vorhinein kam, so: „Ja, wird ein Spiel werden, alles tutti, alles schucki“, ja? So, und dann kommunizierst das öffentlich und dann kommt so 'n Tag später: „Ja, ne, wir machen jetzt 3 Spiele. Urteil kommt dann noch, Begründung folgt.“ What the fuck, Alter? So, weißt du? Auch völlig random. „Ja, wir machen jetzt 3 Spiele. Ja, wurde jetzt entschieden. Ja, von wen? Wo ist Urteil? Wo ist was?“ Hä? Was ist das für 'ne Vorgehensweise, Alter?
Wild, oder? Das ist so irgendwie, keine Ahnung. Du hast was verbrochen, dann ruft die Polizei dich an und sagt: „Ja, Sie gehen jetzt 3 Jahre in den Knast.“ Ähm, ja, Verhandlung und Urteil kommt dann, ne? Schicken wir Ihnen dann zu, wenn wir was verhandelt haben. Hä? Was ist das für 'ne Vorgehensweise, Alter? Wieder sehr wild alles. Aber ja, FIFA und UEFA brauchen wir nicht drüber reden, wa? Da wird mal 'n bisschen was eventuell geflossen sein, was weiß ich. Aber noch mal, am Ende des Tages spielt es keine Rolle für uns. Wen haben wir noch? Benfica oder war das Sporting oder was danach? Ja, Sporting zu Hause. Ja, sorry. Da darf das keine Rolle spielen, ob 'n Lucho aufm Platz steht oder 'n Lennart Kahl oder 'n Serge Gnabry. So, die musst du schlagen, fertig. Und dann spielen wir noch gegen Union Saint Gilloisie, wie man's auch immer ausspricht, was weiß ich, auch zu Hause. So, Punkt. Ja, auch da darf's keine Rolle spielen, ob der aufm Feld steht oder nicht. Ist natürlich super schade für ihn, ne, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages wird's uns jetzt nicht irgendwie sportlich, glaube ich, jetzt nicht groß irgendwie aus der Latschen hauen. Aber natürlich schade, ne? Ja, wie gesagt, UEFA und FIFA, brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Geld regiert die Welt. Ah. Na ja, aber du weißt doch, wie das ist. Wenn sich da irgendjemand in seiner Ehre gekränkt fühlt, weil: „Oh ne, das war aber 'n grobes Foul und der ist verletzt und wie, ihr macht nur ein Spiel? Ne, komm hier. Kriegst 'n schönen Urlaub hier und da, mach mal 3.“ Mein Gott. Wäre es für dich schlimm, wenn man das Spiel gegen Arsenal in London verlieren würde? Es kommt auf die Art und Weise an. Grundsätzlich nein. Grundsätzlich finde ich's gar nicht schlimm, wenn wir Spiele verlieren. So. Das sind alles Menschen, ja, guck dir unseren Saisonstart an. Sportlich, denke ich, wird's auch nicht die große Rolle spielen. Wenn wir danach die beiden Spiele gewinnen, sollten wir trotzdem unter den ersten 8 sein. Die Art und Weise ist das. So. Das ist immer das Ding. Deswegen ist auch das Unentschieden bei Union hat mich deswegen auch getriggert, wegen der Art und Weise. Das Ergebnis am Ende. Mein Gott. Also, Arsenal ist 'ne Top-Mannschaft, die habe ich ja grade schon gesagt. So, Arsenal ist die Mannschaft, die das Momentum grade hat, so genauso wie wir. Und wenn die 'n guten Tag haben, wir 'n schlechten Tag, ja, dann gehst du da 3:0 nach Hause, Alter, ne? Oder 4:1. Kann genauso gut aber andersrum sein. Hat Arsenal 'n schlechten Tag, wir haben 'n Galatag, Ulisse, Kane haben Galatag, ja, dann schenkst du denen auch 3, 4 ein. So, ja, kann passieren. Haben beide 'n Galatag, ja, dann sehen wir 'n 3:3. Ja, dann ist das so, ne? Also, von daher, die Art und Weise ist das Interessante. Das Ergebnis am Ende gar nicht. Du kannst ja auch 'n super Spiel machen und verlierst unglücklich 2:1, ja? Erinnert euch an Frankfurt, wann? Letztes Jahr, vorletztes Jahr, wenn wir zu Hause über 30 Torschüsse gehabt haben, 1:0 verloren, also. Ja. Was willst du da machen? Das passiert halt. Ne, ne. Also, Ergebnisse ist immer zweitrangig. Für mich persönlich. Immer die Art und Weise. Wenn du siehst, die Mannschaft will, ja, wenn du siehst, auch gegen Union, die Mannschaft wollte, aber sie konnte halt einfach nicht. Und deswegen war das, was mich so getriggert hat. Das hättest du halt anders handeln müssen als Trainerteam, meiner Meinung nach. Ne, ne. Ich sehe das nicht als schlimm an. Klar, wenn du da 5:0 untergehst und irgendwie so keinen Bock an den Tag legst, aber Leute, das ist Champions League bei Arsenal, so, da hat eh jeder Bock. So, ja, also, über was reden wir? Meinung zum Fanprotest am Wochenende? Ja, ich bin ja nicht im Thema. Ich weiß nicht genau, worum's da geht. Müsste ich mir erst mal echt erst mal zu Gemüte führen, Alter. Dann könnte ich da was zu sagen. Prinzipiell finde ich Fanprotest völlig fein. Habe ich gar kein Problem mit, wenn Leute ihre Meinung sagen. Ob das dann immer der richtige Weg ist, zu sagen: „So, ich mache keine Stimmung“, kann man drüber streiten, ja. Aber ganz ehrlich, und da müssen halt andere mal in die Bresche springen, so. Ja, ich meine, da sind mehr wie die, ich weiß nicht, wie viele stehen in der Südkurve jetzt mittlerweile? 'N paar Tausend, ja. Du hast noch 90% andere im Stadion. Hm.
Aber ansonsten ist natürlich wichtig und richtig, dass die Fans ihre Meinung sagen. Aber wie gesagt, ich weiß nur, dass es irgendwie um Einlass geht mit Videoüberwachung und Kamera und bla und Sülz. I don't know. Müsste ich mich erst mit beschäftigen, um da eine Meinung zu haben. Und der 59+1 Kasper macht sich auch immer lächerlicher. Was meinst du denn? Meinst du den Uli oder was? Ich habe mir den Podcast reingezogen. Ich fand eigentlich, das war für Uli-Verhältnisse, ja, 2 Aussagen, über die man ein bisschen streiten kann. Ansonsten, ja, gut, wenn wir vom Fußball weggehen, waren es noch 2, 3 Aussagen, aber ansonsten für Uli-Verhältnisse war es noch human. Traurig, dass man 'n eigenen Uli Hoeneß-Maßstab hat, aber ja. 1860 interessiert mich doch nicht, Alter. Was interessiert mich denn, was bei 1860 los ist? Die sich da über den FC Bayern aufregen oder in China fällt 'n Sack Reis um, Alter. Ist mir doch egal. Wen interessiert's? Das neue Meister das Tor hütet, wird ja oft damit begründet, dass wenn ein Neuer drinsteht, der Respekt das ist lächerlich. Der Respekt größer ist und das Tor kleiner wird. Wie stehst du zu dieser Aussage? Habe ich ja gerade schon beantwortet, ist lächerlich. Theoretisch könnte man Urbich ja auch jetzt mal reinwerfen und schauen, wie er da sein Mann steht. Also, ich denke, Urbich hat schon lange gezeigt, wie er sein Mann steht. Was ist los, Alter? Er hat letztes Jahr Champions League gespielt, in allen K.O.-Spielen ohne und fehlerfrei. Also, der muss nicht zeigen, dass man sein Mann steht. Also, das ist ein absoluter No-Brainer. Sorry. Also, ich wüsste nicht, wo der noch zeigen muss, dass er sein Mann steht. Ja, so gar nicht. Und 'n Neuer, ey, ja, wenn du so spielst, wie wir keine Ahnung, nimm mal die Nagelsmann-Zeit, wo so pro Spiel 3, 4 Mal so der Gegner alleine auf 'n Torwart zugelaufen ist, dann kannst du ja so 'n Take bringen. Dann kannst du ja sagen: „Oh ja, da läuft jetzt der Stürmer auf Manuel Neuer zu, der Welttorhüter ist.“ Äh, weiß ich nicht. Ich meine, wenn da 'n Oli Kahn gestanden ist, der die Zähne gefletscht hat und dir mit 'm Kung-Fu-Tritt den Schädel vom Kopf getreten hätte, da hast du vielleicht dann Respekt als Stürmer gehabt, dann hast du das Zittern gekriegt. Ob du das beim Manuel Neuer kriegst, wage ich mal zu bezweifeln, Alter. Ja. Aber so spielen wir ja nicht mehr. So, guck dir mal die Spiele an, die Saison. Wie oft war denn da 'n 1 gegen 1, dass da 'n Spieler allein aufm Torwart war? Ne, das sehe ich nicht. Und wenn du die Neuer-Leistung anguckst, die letzten beiden Spiele, dann brauchen wir auch nicht weiter reden, oder? Weiß ich nicht, was der grade in seinem Kopf drin hat, aber mit Sicherheit nicht Fußball, Alter. Vielleicht guckt er zu viel Handball und meint, er muss da jetzt Hampelmänner im Tor machen und vergisst, dass das Tor aber dreimal größer ist wie beim Handball. Ich weiß es nicht. Sehr schwierig grade, was Manuel Neuer leistet. Nein, ich würde den nicht verlängern von Manuel Neuer, auf gar keinen Fall. Ich hätte den letzte Saison schon nicht verlängert. Ja, und es ist wieder 'ne Farce, dass man das wieder nicht klar kommuniziert hat und klar kommuniziert: „Hier, Manu, das ist deine letzte Saison. Hier, halbe, halbe, spiele mit dem Urbich, leite den an, gib denen noch mal 'n bisschen Spirit mit, ja, dass er dann ab nächstes Jahr die Nummer 1 sein kann.“ Allein das kriegen wir ja nicht hin. Das kriegen wir nicht hin. Wir sagen ja: „Ach ja, ach ja, alles ist gut. Der Manu kann entscheiden, da haben wir Zeit. Äh, der ist alt und der muss gucken, wie er Lust hat. Und wenn er das dann 'ne Woche vor Transferschluss entscheidet, ist das völlig fein.“ Hä? What the fuck, Alter? Du musst doch mal 'n klaren Plan auf der Torwartposition haben. Du kannst doch nicht sagen, das ist derselbe Scheiß, wie bei allen anderen. Derselbe Scheiß. Alter, du musst mal Nägel mit Köpfen machen langsam. Wenn der Neuer sagt, er macht noch 'n Jahr, dann wird der FC Bayern sagen: „Ja, geil, der Manu ist noch 'n Jahr da.“ Fällt dir nix zu ein, sorry. Auch wenn die Leistung bis die letzten 2 Spiele mal ausgenommen, waren die Leistungen gut von Manuel Neuer dieses Jahr. So, da gibt's nix dran zu rütteln, ja? Alles ist gut. Ja, aber der ist 40, Alter. 40. Wie lange soll er denn im Tor stehen?
Erst recht, wenn du dann Ubich gesehen hast bei uns. So. Du hast ja kein Argument. Du kannst jetzt nicht sagen: der ist aber 'n Fliegenfänger oder: „Oh, der muss aber fußballerisch erst mal noch was lernen.“ Ne, der ist fußballerisch besser wie 'n Manuel Neuer, Alter. Ja, natürlich muss der noch im Tor lernen, ja, aber dafür muss er Spiele kriegen und die kriegt er halt grad nicht. Und dann siehst du so Fliegenfängerspiele von Manuel Neuer wie die letzten beiden und fragst dich: „Was macht der da, Alter?“ Ja, lächerlich. Mm. Gegen Arsenal gibt's ja 'ne Masterclass von Neuer. Wir werden mal sehen, du, was es gegen Arsenal gibt von Manuel Neuer. Mm. Na ja, weiß ich nicht. Also, den Jackson kann ich noch nicht beurteilen. So gar nicht. I don't know. Also, ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich sagen würde: „Geil, musst du unbedingt nächstes Jahr für 65 Millionen verpflichten.“ Also, sehe ich bisher nicht gesehen. Vielleicht sehen wir das noch, weiß ich nicht. Ja, er ist kaltschnäuzig vom Tor, das hat er schon gezeigt so, gar keine Frage. Dass er schnell ist, ja, okay. Aber für unsere Spielweise, du musst ja mal sehen, wie oft ist es denn so, dass wir, ja, diesen Raum mal haben? Ja, das ist in Spielen gegen Paris, gegen Arsenal wird's vielleicht so sein, dass du mal in deine eigene Hälfte gedrängt wirst, dass 'n Harry Kane sich auf die Zehnerposition fallen lässt, über die Außen das Spiel schnell macht und derjenige durchzieht. So, aber wo siehst du das denn mal in der Bundesliga? Wo? Ja, deswegen ist auch 'n Leon Goretzka bei uns keine wirkliche Option. So. In der Bundesliga bestreitest du 80% der Spiele in der gegnerischen Hälfte und zwar 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. Unsere Innenverteidiger stehen 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. So, was bringt dir da Geschwindigkeit? Ja, da kannst du auch noch mal auf Alphonso Davies den Take nehmen. Ja, da bringt dir Geschwindigkeit nach hinten was, ja. Aber was bringt dir da Geschwindigkeit nach vorne? Ja, das ist super selten halt, dass wir diese Räume haben, ja. Vielleicht mal gegen Dortmund, ja, vielleicht mal gegen Stuttgart oder sowas. Vielleicht mal gegen Leipzig. Aber ansonsten, so hast du diese Räume nicht, ja. Aber um den wirklich zu beurteilen, keine Ahnung. Kann ich halt nicht. Für die paar Sachen, die ich gesehen habe, er hat 'n paar Ansätze, klar, die gut sind, aber 65 Millionen. I don't know. Weiß ich nicht. Bei Jackson habe ich das Gefühl irgendwie, das Geld wahrscheinlich nicht wert. Lieber einen Stoßstürmer holen, der in 2 bis 3 Jahren Heavy nachfolgen kann. Ja, schwierig. Also, du wirst ja keinen Stürmer bekommen, der sich jetzt hinter Harry Kane auf die Bank setzt. So, was willst du da bekommen? Ja, da setze macht doch keiner. Ja, so, wenn, dann musst du warten, bis Harry Kane das Signal gibt: „Jo Leute, ich bin nicht mehr da.“ So, und dann musst du 'n Stürmer verpflichten. Weil dann kannst du 'n Stürmer sagen: „Ja, du bist der Nummer 1 Stürmer beim FC Bayern“ und wir wissen alle, was das heißt, so, beim FC Bayern Stürmer zu sein, ja. Alles andere wird nicht funktionieren. Mm. Es gab Gerüchte über 'n Transfer von Aslani. Ja, es gibt immer Gerüchte. Wohlgemerkt, der hätte sich auch bei Harry hinten angestellt. Ja, aber der ist ja auch noch nix. Sorry. Ja, ihr könnt den alle in den Himmel loben, das ist mir völlig Wurst. Was hat der Mann bisher geleistet? Ja. Ja, macht jetzt den nächsten Stepper in England. Ja, kann ja auch gut sein, dass das alles so läuft. Ja, alles gut. Aber was hätte der auch für Ansprüche? Natürlich kannst du irgend 'n jungen Spieler verpflichten und sagen: „Ich setze dich hinter Heavy.“ So, ja. Aber doch kein Stürmer von Format, Alter, der schon was erreicht hat. Macht doch keiner. Die wissen doch, dass sie keine Spiele bekommen. Ja, so. Und dass 'n Jackson jetzt mal 'n bisschen Spielzeit hatte, liegt daran, dass 'n Jamal Musiala nicht da ist. Machen wir uns nix vor.
Wo soll denn der Jackson danach noch Spielzeit bekommen? Deswegen haben wir doch nur die Leihe gezogen. Ja, wenn Heavy mal eine Pause braucht. Ja, dann kannst du einen Jackson mal bringen. Ja. Oder mal die letzte 15 Minuten. Ja, das ist seine Rolle. Und doch nicht mehr. Ist so. Und dann willst du was? Wen willst du denn da verpflichten? Das wird nicht klappen. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ein Heavy der Typ ist, ich glaube, er hat es ja sogar in seinem Vertrag dann, wenn er die Ausstiegsklausel müsste dann schon immer im Winter gezogen werden, damit er im Sommer den Verein verlässt. Das heißt, du hast ein halbes Jahr Zeit, dich dann um Nachfolger zu kümmern. So, ja. Ist halt ein bisschen was anderes, wie es beim Levi war. Da musst du nicht ein Jahr überbrücken und sagen, ich stelle einen Serge vorne rein oder was. Und dass sich ein Woldemade da hinten angestellt hätte, ja logisch hätte er das, Alter. So, was hat er denn erreicht? Ein gutes halbes Jahr in Stuttgart gespielt. So, was will er denn für Ansprüche stellen, Junge? Ist halt wild, ne? Ja, keine Ahnung. Also Nachfolger in der heutigen Zeit, der auf dem Level von Harry Kane ist, wirst du nicht verpflichten können. Sehe ich nicht. Schon gar nicht für 65 Millionen. Also ich wüsste gerade keinen. I don't know. Von Juve, wie heißt er? Vidovic, was weiß ich. Irgendein Witsch. Der schon mal bei uns im Gespräch war, ja. Aber das ist halt kein Harry Kane-Level, Alter. Schwierig. Aber auch das werden wir hinkriegen, wenn Harry Kane irgendwann aufhört. So. Oder wechselt. Ja. Dann wird da ein anderer spielen und ja, werden sich die Tore vielleicht ein bisschen anders verteilen. Du wirst in bestimmten Spielen es mit Sicherheit ein bisschen schwieriger haben. Ja, ja, wir werden es sehen. Aber hoffen wir mal, dass wir uns da jetzt noch nicht Gedanken drüber machen müssen. Aber wenn, wissen wir das ja auch im Winter, ne? Weil bei uns sickert ja eh alles durch. Also, von daher. Mm, 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 mm. Ja, wie gesagt. Also ich denke, wir sind sehr gut aufgestellt mit unserem Kader. Sieht man ja auch anhand der Ergebnisse und des Fußballs aktuell. Ja, auf Harry Kane-Level gibt es halt nichts. Sorry. Jeder ist ersetzbar auf irgendeine Art und Weise. Das haben wir damals bei Levi auch gedacht. So. Erinnert euch beim Levi-Abgang, da hast du auch gesagt, Alter, wie willst du den ersetzen? So, ja. Ich meine, selbst ein Choupo-Moting hat er dann bei uns geliefert. Auf einem anderen Level so, ja, keine Frage. Aber das sage ich ja, wenn du Stürmer bist beim FC Bayern, Alter, das ist eigentlich das ein No-Brainer beim FC Bayern. Du wirst immer eine gewisse Anzahl an Chancen kriegen, ja, die wir erspielen einfach, weil wir einfach super dominanten Fußball spielen. Also, vielleicht nicht 1:1, aber es geht immer weiter. Ja, na klar, da bin ich ja bei dir, Amo. Genau, du schreibst es ja selber nach Levi. Ja. Heavy hat natürlich nochmal ein anderes Level wie Levi, deswegen sage ich ja, es ist schwierig, dann da jemanden zu finden, der da reingeht, aber also keine Ahnung. Ich glaube, mit Stürmern haben wir ja nie das große Problem gehabt, oder? Wir haben ja immer irgendwie jemanden gefunden, der dann irgendwo gepasst hat. Und das wird auch dann so sein. Ja, dann wird sich das Spiel verändern so, ja. Aber das ist doch auch gut. Ja, Haaland hättest du damals verpflichten müssen, wo er in Dortmund war. Der Zug ist abgefahren. Also ein Haaland wird nie beim FC Bayern aufschlagen. Der Zug ist abgefahren. Hättest du all in gehen müssen. Nicht so halbherzig. Dadurch hast du irgendwie einen Levi vergrault. Ja, hättest du halt all in gehen müssen. So, dann hättest du Ruhe gehabt. Ja. Auf der anderen Seite hättest du nie einen Heavy bei uns gesehen. Und also mir gefällt, was ich sehe. Also von daher war das vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass es so gekommen ist, oder? Allein vom Typ her. So. Ist halt auch immer die Frage, ob so ein Haaland dann gepasst hätte.
Dann hätte es ja einen Spieler gegeben, der ehrgeiziger wäre wie 'n Josua Kimmich in unserer Mannschaft. Weiß nicht, ob der Kimmich das gut gefunden hätte. Ne, keine Ahnung. Also, ich denke, es ist schon alles gut, wie's am Ende des Tages gelaufen ist, oder? Aber natürlich immer schwer zu sagen. Vielleicht wäre es auch, was weiß ich, der genauso eingeschlagen, wie es bei City tut und ist halt 'n Monster, der Haaland. Also, absolute Maschine. Da gibt's gar nichts dran zu deuteln. Hm, 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 hm. Ich glaube nicht, dass sich das Spiel jetzt so verändern wird mit Musiala. Auf was bezogen soll sich das denn so verändern? Also, 'n Harry Kane könnte locker 5 Jahre bei uns bleiben, ja. Also, ich sehe 'n Harry Kane wie 'n Lothar Matthäus. Der wird dann von Jahr zu Jahr 'ne Position weiter nach hinten rücken, ja, bedingt auf die Schnelligkeit und die Fitness und wäre immer noch Weltklasse. Ja, so will ich 'n Harry Kane sehen. Also, ich sehe das nicht, dass sich das Spiel mit Musiala deutlich verändern wird. Es wird variabler werden, es wird wieder 'n bisschen mehr durch die Mitte auch gehen, aber jetzt deutlich verändern sehe ich nicht, ne. Das war ja vorher auch schon so. Auch vorher gab's schon erinnere dich mal zurück, vorher gab's schon Wechselspiel, dass Harry Kane hat sich fallen lassen und Musiala im Strafraum war. Deswegen hat doch Musiala dann auch so viel gescored gehabt. Ja, das war auf 'n sehr, sehr guten Weg. Die Abstimmung war ja richtig stark dann zwischen den beiden. Ja, 'n Harry Kane wird sich vielleicht dann nicht mehr so oft so tief fallen lassen. Keine Ahnung. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, was dagegen spricht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also, ich denke, Musiala hat auch die Qualität, das hat er ja nun mal auch gezeigt, ne, selbst mit seinen Kopfballtoren. Also, ich sehe das nicht. Es wird noch mal auf anderes Level gehoben, weil wir einfach dann noch mal 'ne Qualität in der Mitte haben, die brutal ist, ja. Wenn Musiala seine Form findet und wieder seinen Charakter findet, das wird der springende Punkt sein, weg von seinen Starallüren wieder kommt, dann ist das anders brutal, ja. Weil da musst du beide Außen zumachen, du musst die Mitte zumachen und du musst 'n Stürmer aus'm Spiel nehmen. Ja, versuch das mal als Gegner. Hut ab. Wir werden noch stärker mit Musiala, ja, das sehe ich genauso. Davies lasse ich mal außen vor, haben wir genug besprochen, aber mit Musiala werden wir auf jeden Fall noch mal stärker werden, wenn er seine Form wieder hat, definitiv. Aber dass sich das Spiel deutlich verändern wird, glaube ich nicht. Ne. Ja, natürlich spielt Musiala anders als Gnabry oder Jackson. Aber wie gesagt, das Zusammenspiel war ja schon in der letzten Saison gut mit Harry. Auch da hat 'n Harry sich schon fallen lassen hinter Musiala. Musiala ist in die Spitze gegangen. Das war ja auch schon oft zu sehen. Er hat sich nicht so tief dann fallen lassen. Ja, das ist richtig. Ähm, aber ich denke, das ist einfach auch noch mal 'n Learning. Aber auch selbst letzte Saison hat er sich schon fallen lassen und hat dann mit seinen Pässen mit seinen spielöffnenden Pässen die Außen eingesetzt. Das hat er ja auch schon getan. Also, ich glaube nicht, dass das 'ne große Umstellung wird. Aber mal sehen, wer weiß. Harry kann halt im hohen Alter noch mitspielen, weil seine Klasse nicht von der Athletik kommt. Davies mit 35 wird nicht funktionieren, wenn er sich nicht weiterentwickelt. Ne, natürlich nicht. Ja, wie gesagt, Davies ist alles nur das. Ist so, ja. Du siehst das ja beim Harry, Alter. Also, das ist ja krank, wenn er sich auf 'ner Sechserposition fallen lässt und das Spiel macht. Hä? Stellt euch das mal vor, Lewandowski. Ich meine, er hat's ja dann, zu seiner Endphase beim FC Bayern hat das ja auch mal hingekriegt, sich mal fallen zu lassen und den Ball nach außen zu legen, ja, mit 'm guten Ball. Das hat er ja schon hingekriegt. Aber das ist ja also, wie gesagt, wenn Harry Kane nicht mehr dafür reicht, dass er schnell genug nach vorne kommt, ja, dann lass ihn auf 'ner Zehnerposition, Alter. Dann lass ihn auf 'ner Sechserposition. Da machst du dir gar keinen Kopf. Also, ich glaube nicht, dass wir das bei uns sehen werden. Ich glaube nicht, dass er so lang bei uns sein wird. Aber wenn Tottenham schlau ist und den dann irgendwann zurückholt, ist ja 'n absoluter No-Brainer, Alter, ja. Und das als Neuner ist schon wild, ja. Und das ist ja, was ich grade auch sagte mit der Haaland-Geschichte.
Man kann halt froh sein, dass man also ich habe 'n Harry Kane so nicht mitgekriegt. Klar hast du Harry Kane mitgekriegt in Tottenham, so der Stürmer, der in jeder Premier League-Saison geliefert hat. In jeder, ja, das muss man ja auch mal sehen. Und nie 'n Titel gewonnen hat, das hat man natürlich mitgekriegt. Aber dass das so eine Maschine ist, das hätte ich niemals miterlebt. Das habe ich nur miterlebt, jetzt weil er beim FC Bayern ist, ja. Und da bin ich froh drum. Hm, Ja, Musiala ist noch mal 'n bisschen was anderes als Olise, finde ich. Also, Musialas Stärke ist es ja auch dann aus 'ner tieferen Position, also, da sehe ich ihn noch mal stärker, definitiv, ja. Wenn er aus 'ner tiefen 10 oder sagen wir 'ne offensive Achterposition den Ball hat und dann wirklich von 3 4 Leuten da angegangen wird und der lässt die einfach stehen. So, das ist das, was Musiala uns gibt, ja, weil dann der Raum dahinter da ist. So, und das kann der wie kein anderer, ja. Und wie gesagt, in den letzten Spielen sein Learning hast du ja gesehen, ne? Eben dieses Wechselspiel, dass er in den Strafraum geht und Heavy sich fallen lässt. Heavy den Innenverteidiger rauszieht, der Platz für Musiala da ist. So, das Learning war ja da. Das war ja 'n super starkes Zusammenspiel zwischen beiden. Also, der wird uns 'ne richtige Option geben, ja. Ich glaube, Heavy geht 2027 sollten wir die Champions League gewinnen, 2026 betonen sollten. Ja, genau, das geht ja nie so einfach, ne? Ach so, 27 geht er, wenn wir 26 Champions League, ja, das kann gut sein, ja. Hm, 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 hm. Heavy ist für das, was er kann, zu lange in Tottenham geblieben. Jo, kann man so sehen. Nennt man, Vereinsverbundenheit. Der hätte 'ne größere Karriere haben können im Vereinsfußball. Ja, na klar hätte er das haben können, aber wahrscheinlich wollte er's einfach nicht. Aber auch mal schön zu sehen, dass einer eben nicht nach jedem Vertrag mit Handgeld wechselt. Ja, ganz genau. Also, er hat ja jedes Jahr aus der Premier League genug Angebote gehabt, ne? Also, hätte sich's ja aussuchen können, wann er irgendwie wohin, aber er wollte halt einfach sehr wahrscheinlich mit seinem Jugendverein, 'n Titel holen. So, das war wahrscheinlich über viele Jahre sein Antrieb, ne? Und das hat dann halt einfach nicht geklappt. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo er gesagt hat: „Ja, Leute, habe jetzt vielleicht noch 2, 3 auf super hohem Niveau. Ich muss mal irgendwo hin, wo vielleicht mal 'n Titel kommt.“ So, könnte ich mir jetzt vorstellen, ja, dass das dann irgendwo der Antrieb war. Was ja auch berechtigt ist. Ist natürlich wild, dass Tottenham dann Titel holt, aber gut, so ist der Fußball, ne? Olise und Musiala kann man echt schwer vergleichen, das sehe ich auch so, ja. Hm, Etwas eleganter. Na, also Jamal kann auch schon elegant sein, ne? Und Olise kann auch schon bissig sein. Kann schon auch, ne? Ich mag halt an Olise ich mag einfach seine auf dem Feld diese leicht arrogante Art. Wenn er weiß: „Ich beherrsche einfach meinen Gegenspieler“, ja, dann zeigt er das auch. Dann zeigt er das auch nicht nur mit 'ner Hacke, sondern auch mit seiner Körperhaltung, wie er 'n Körper reinstellt und so wei ich mag das einfach, ja. Kann man machen. Wenn man die Qualität hat und so liefert, kann man das machen. Ich mag das. Macht man sich natürlich immer irgendwie 'n bisschen unbeliebt, 'n bisschen angreifbar vielleicht auch, aber mir gefällt's. Weil sowohl Olise und Diaz sowieso schon deutlich souveräner auftreten. Ja, ich glaube das ist gut für Jamal, dass die Mannschaft grade halt auch so liefert, wie sie liefert. Weil auch da sagst du grade: „Ey, noch mal, guckt euch das Spiel gegen Paris an. Wir warten mal gegen Arsenal ab, ja?“ So, aber willst du das Spiel in Paris sagen: „Ey, Leute, wir haben jetzt 'n was ist wir kommen nicht klar, wo ist der Jamal? Wir brauchen Jamal.“ Ne, ne, einfach ne. Das einzige Spiel, wo ich das sagen würde, war Union Berlin.
weil die Mitte tot war, weil Gnabry einfach eine Wurst war. Aber selbst unsere zentralen Mittelfeldspieler waren Würste. Aber da hätte vielleicht so eine Aktion, wie ich es gerade sagte, Musiala, der sich tief fallen lässt, was er tut, wenn die keine Bälle nach vorne kommen, der dann einfach 3, 4 Unioner da in der Mitte austänzelt und du hast dann den Raum. So, das war vielleicht das einzige Spiel, wo man gesagt hätte: „Jo, da hat der Typ Jamal Musiala gefehlt.“ Aber in allen anderen Spielen einfach nein, ja? Und das wird ihm auch ein bisschen Druck machen, so, machen wir uns nichts vor, ja? Kann er auch nicht mehr sagen: „Ich mache hier wieder die Prinzessin und Thomas Müller sitzt auf der Bank.“ Ne, es ist Konkurrenz da, ja? Es ist auch Konkurrenz durch Lennart Kahl da, so. Also, ich glaube, das wird ihm auch gut tun und das wird auch 'n Davis gut tun, ja? Dass sie halt nicht diese: „Ja, ihr spielt eh immer.“ Ne, tun sie nicht, ja? Und jetzt stell dir mal vor, wenn du mal die ganzen Aussagen von Vinny nimmst, die er so trifft, ist ja immer wieder: „Ja, das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn wir jetzt mal 'n Spiel verlieren oder 2 und in 'ne schlechte Phase kommen, weil ich kann ja immer argumentieren, dass wir mal so und so gut waren und wie wir da das machen müssen, dass wir wieder dahin kommen.“ So, und jetzt stell dir mal vor, er bringt Jamal und, Fonzie Davies die nächsten, wenn die wieder da sind, 3 Spiele rein und du gewinnst keins der Spiele. Ja, dann kannst du dir, wohl locker ausmalen, was passieren wird, oder? So, dann wirst du wieder dahin zurückgehen, wo du erst mal erfolgreich warst. Ja, also, das wird kein Selbstläufer, für beide nicht. Ja, Musiala sehe ich für mich, wenn er seine Form wieder hat, ja, brauchen wir uns nichts vormachen, ne? Auf den verzichtest du in der Regel nicht. Aber noch mal, auch 'n Serge hat gute Leistungen gezeigt auf der Position. Selbst 'n Guerreiro hat gute Leistungen teilweise gezeigt als Zehner. Ja, so. Und Lennart Kahl, wenn er die nächsten 2 Stepper macht, ja, wer weiß, wie schnell er die macht. So, ja. Olise und Diaz, ich denke, brauchen wir nicht drüber reden, das ist außen gesetzt, ja. Also, abwarten, ne? Aber das ist ja das Schöne an unserem Kader. Und das, obwohl alle gemeckert haben: „Ja, der viel zu kleiner Kader, bäp, bäp, bäp.“ Ja, trotzdem kannst du dir jetzt schon diese Fragen stellen. Wild, ne? Mm, 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 mm. Bisschen freue mich auf die Offensive mit Olise, Musiala, Diaz und Kane. Das wäre schon brutal, Alter, ne? Das wäre schon wirklich brutal. Also, wie gesagt, Musiala wird uns noch mal 'n anderen Faktor geben, grade auch in Bezug auf bestimmte Situationen. Also, das ist schon das ist schon wirklich wild dann, ja. Ja, perfekter Satz, Amo. Ich mag Diaz am liebsten offensiv gut und Mentalität wie ein südamerikanischer Innenverteidiger mit schlechter Laune, ja. Ah. Ja, ja, ich habe das Interview auch gesehen von Heavy, dass er hauptsächlich wegen Thomas Tuchel zu uns gewechselt ist. Ja, wie gesagt, Tuchel ist ja auch 'n Erfolgsgarant. Sieht man doch jetzt in England. Denkt an meine Worte. England wird einer der Favoriten sein. Der Tuchel ist 'n ganz abgewichster Typ. Davies wird die Konkurrenz mit Leimastani auch gut tun. Ja, das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Also, prinzipiell tut Konkurrenz immer gut, aber 'n Davies war noch nie in Konkurrenz bisher. Nie. Es war immer 'n Trainer da, der hat immer, egal was war, Davies hat gespielt. Immer, ne? Mal abwarten. Mal abwarten, ob ihn das gut tut, ob er damit umgehen kann. Hoffentlich, ja. Aber wissen tut man das noch nicht. Tuchel! Jemand Tuchel gesagt? Ja, ganz genau. Es hat nämlich Spaß gemacht zu coachen. Ich denke auch, dass sie gute Chancen haben mit dem Tuchel. Bin gespannt. Ja, Tuchel war einfach der verkehrte Trainer zur verkehrten Zeit bei uns, glaube ich. Also 'n Tuchel hätte auch bei uns funktionieren können, aber dann hättest du den Tuchel halt auch machen lassen müssen. Tuchel kann, ja sicher, das ist ja das.
Tuchel hat halt den Vorteil, oder was heißt den Vorteil? Dem Tuchel ist dem ist es halt einfach nicht zu schade oder anders. So, ne, vergleiche mal Tuchel jetzt mit Vinny. So. Vinny wird ja jetzt nie in ein Spiel, sagen wir mal Champions League Halbfinale, der wird jetzt niemals in ein Spiel gegen Real Madrid gehen und sagen: „Ey, wisst ihr was? Wir haben eigentlich nur die oder wir haben die beste Chance gegen Real Madrid, ähm, wenn wir uns jetzt einfach 90 Minuten hinten reinstellen und mit Harry Kane auf der offensiven Achterposition Jackson vorne reinstellen, unsere anderen beiden Pfeiler auf den Außen und auf Konter gehen." So, würde nie passieren. Nie. Würde nicht passieren beim FC Bayern. So, Tuchel macht das. Tuchel guckt den Gegner an und sagt: „Ja, das sind deren Schwächen, dies, das, Ananas. Wenn wir das so und so machen, gewinnen wir das Spiel." So. Das ist Thomas Tuchel. Und deswegen funktioniert der als Nationaltrainer 100 pro, weil denen das scheißegal ist. Und denen ist das auch scheißegal, ob der Bellingham heißt und bei Real Madrid spielt und so eine Fresse zieht. Dann sagt er nämlich zu dem: „Alter, pass mal auf, ich lade dich nicht ein, bleib mit deinem Arsch zu Hause, Alter, ich will dich nicht." So, das ist Thomas Tuchel, den interessiert das nicht. Den interessiert das nicht, ob der Kimmich heißt, ob der Bellingham heißt. Wenn der nicht passt, wenn der nicht mitzieht, ja, dann geht er. So, das ist dem scheißegal, ja? Und das ist der große Unterschied. So, und deswegen ist 'n Tuchel, glaube ich, 'n perfekter Trainer für so 'ne WM, EM-Geschichte. Ja. Vini würde sagen, in einem Halbfinale gegen Real spiele ich mit Kimmich, Goretzka auf der Doppel-6. Die haben Erfahrung. Ja, ganz genau. Und das kann ja auch klappen, ja, aber ich meine, wir haben ja schon Learning. Also, ne, das soll jetzt kein Hate gegen Vini sein oder so. Wenn wir das mal sehen zur letzten Saison, hat Vini ja schon 'n dickes Learning gemacht nach Barcelona, ja? Das muss man ja mal ganz klar sagen. Also, wir haben ja gegen Paris gesehen. Also, wir können halt auch verteidigen, ja? So. Aber wir werden niemals, sagt er ja auch immer, wir werden niemals mit dieser, das ist auch richtig so, ja? Dafür haben wir einfach zu viel Qualität. Du wirst niemals mit einer Einstellung reingehen: „Komm, wir stellen uns immer hinten rein jetzt, gegen Arsenal und, gehen mal auf Konter." So, das wird nicht passieren. Du wirst immer versuchen, dein Spiel durchzubringen. Und das ist der FC Bayern und das ist auch der Grund, warum Tuchel bei uns gescheitert ist. Ja. Was hat Tuchel gemacht? Tuchel in Köln? Ach ne. Ach nee, Leute, komm, wir stellen uns hinten rein, wir fahren mal eine Einzelaktion, langen Ball, machen 1:0 und dann stellen wir uns hinten rein und schaukeln das Ding nach Hause. Das war Tuchel-Fußball. Und das kannst du beim FC Bayern in der Bundesliga halt nicht verkaufen, Alter. Ja, das kannst du im Halbfinale gegen Real Madrid kannst das vielleicht verkaufen, ja, aber nicht in der Bundesliga gegen 1. FC Köln, Alter, ja? Und daran ist 'n Tuchel gescheitert, weil der Fußball einfach katastrophal hässlich war, Alter. Es war nicht schön anzuschauen. Wir sind der FC Bayern. Was ist los? Ja, so. Und wenn Vinny dieses Learning noch macht, und das hat Paris gezeigt, denke ich, dass wir das können, und wenn wir das dann auch mal nutzen, das wird ja vielleicht schon bei Arsenal sichtbar sein, ob wir das tun oder nicht, wer weiß, ja? Wenn wir da die richtigen Learnings ziehen, dann zumindest für die K.O.-Phase, dann sind wir auf 'nem sehr, sehr guten Weg, ne? Mhm. Was ist mit Leverkusen letzte Saison? Auf was bezogen? Tuchels Fußball ist perfekt für K.O.-Wettbewerbe. Da hat er sogar fast mit einer toten Bayern-Mannschaft die Champions League gewonnen. Und dann noch erst Fehler, hätte man die Champions League gewonnen. Hätte, Fahrradkette, weiß man noch nicht. Ich sehe England auch als einen der Top-Favoriten, ja. Aber auch nur wegen Tuchel. Weil er halt einfach dann auch so Bellinghams mal erdet, ne? Der dann irgendwie zur Nationalmannschaft kommt und denkt, er ist der große Zampano. Und dann sagt der Tuchel ihm: „Pass mal auf, entweder so oder dann lade ich dich nicht ein." Ja. Ja, so ist das halt. Haben uns in der Liga im Rückspiel recht lange hinten reingestellt. Wir haben uns nicht hinten reingestellt. Wir wurden hinten reingedrückt, hinten reingestellt. Wir haben uns noch gegen keinen Gegner hinten reingestellt. Ja, vielleicht Paris jetzt in der zweiten Halbzeit, ja. Aber auch die haben uns ja dahin gedrückt. Ja. Starke Mannschaften ist normal, du wirst immer defensive Phasen haben müssen, ja.
Tuchel wird vor der Kabine von den Eltern von Bellingham abgepasst. Mm, 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 mm. Aber cool. Cool, dass hier nochmal der Tuchel Thema wird, wa? Ich vermisse immer noch seine Pressekonferenzen bei uns. Ja, na, Blondie, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach der verkehrte Trainer für den FC Bayern gewesen. Punkt. Habe ich ja gerade schon gesagt, warum. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Also da müssen wir auch nicht schönreden. Das passte einfach nicht zum FC Bayern. Und wenn, dann muss er den Tuchel aber auch die freie Hand lassen und dann muss er die Mannschaft bekommen, die er braucht. So, ja. Dann hättest du ihn ja mal beurteilen können. Aber das hast du ja nicht gemacht. Du hast dann ein paar Linien verpflichtet und hast Tuchel schon rausgeschmissen gehabt. Also auch das ist dann schwierig. Ja, so. Er war halt einfach der verkehrte Trainer für diese Mannschaft. So, ich denke, das können wir festhalten. Ja. Mm, 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 mm. Ach, ich habe kein Tuchel-Trauma. Wie gesagt, ich vermisse einen Tuchel. Also die PKs vermisse ich. Ich fand ihn sehr erfrischend. Mm, 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 mm. Ja, ich habe gedacht, dass der Tuchel halt bei uns funktioniert. Ja, natürlich habe ich das gedacht. Weil ich genau das erwartet habe, dass der Tuchel, so wie er es jetzt in England hat, auch macht. Dass der Tuchel kommt und sagt, Junge, das ist scheiße, du bist kein Sechser. Und das hat er ja auch gemacht. Ja, er hat es ja gemacht. Er hat es sich ja öffentlich sogar gemacht. Er hat gesagt, Josua Kimmich ist kein Sechser. Josua Kimmich und Leon Goretzka sind keine Führungsspieler. Bäm. Ja. Wenn der Verein ihn dann beim Regen stehen lässt und sagt, ja, ist uns doch egal, das sind deine zentralen Mittelfeldspieler, sieh zu. Ja. Wie gesagt, du hättest den Tuchel dann auch die Handhabe geben müssen. Ja, wenn der Tuchel hat gesagt, ich brauche die nicht, ich sehe die da nicht, hol mir den. So, wenn der Verein das dann nicht geschissen kriegt, dann kommt das bei raus, was bei rausgekommen ist. Da müssen Spieler Sachen spielen, die sie nicht können, wollen oder was auch immer. Ja, und dann hast du keine Mannschaft gehabt, weil die alle keinen Bock hatten. So ein Kimmich wurde degradiert vom Trainer, genauso wie ein Goretzka, waren aber trotzdem Stammspieler. Alter, eine Farce, eine absolute Katastrophe. Ja. So, aber du denkst ja, wenn 'n Verein wie der FC Bayern sich da hinstellt und sagt: „Ey, ich hole jetzt einen Thomas Tuchel.“ Dann gehst du ja davon aus: „Jo, der Tuchel sagt: Den brauche ich nicht, will ich nicht oder den auf dieser Position. Hol mir den.“ Ist ja nicht passiert. Ist ja nicht passiert. So, und das war doch das große Problem, ne? Dann hätte 'n Tuchel auch funktionieren können. Der Fußball wäre trotzdem nicht so schön gewesen, sehr wahrscheinlich, wie wir ihn jetzt spielen, ja? Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Also, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich gut alles so, wie es gelaufen ist. Es war ja auch super unterhaltsam, zumindest für mich, ja. War natürlich auch sehr frustrierend. Den Fußball anzugucken war grausam. So, das braucht man nicht schönreden. Ja, aber wirklich fair, also nochmal, guckt euch an, wo der Tuchel vorher Trainer war und was er erreicht hat. Also zu sagen, Thomas Tuchel ist ein schlechter Trainer, ist halt auch Schwachsinn, ne? Aber das hat ja auch keiner gesagt von uns. So, es hat einfach der verkehrte Trainer für diese Mannschaft gewesen. Und anscheinend war die Kommunikation halt einfach nicht gegeben, weil sonst, ich glaube, 'n Tuchel wäre auch nicht so dumm und hätte gesagt, sind für mich keine Sechser, das sind für mich keine Führungsspieler, wenn man ihm gesagt hätte: „Du kriegst keine anderen Spieler.“ Also, ich glaube, so dumm ist 'n Thomas Tuchel halt auch nicht, ne? Die Pressekonferenz ist echt öde geworden, ja. Das stimmt. Das stimmt. Im Gegensatz zu Tuchel sind die öde geworden, ja. Hm, 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 hm. Hätte er Spielermaterial bekommen, was er wollte, hätte Tuchel wohl auch mehr Erfolg gehabt. Ja, natürlich hätte er das. Ja. Aber sehr wahrscheinlich wäre er trotzdem irgendwann daran gescheitert, dass Uli Hoeneß gesagt hätte: „Meh, Mann, der Fußball ist mir aber nicht schön genug.“ Und dann kam der Spieler, den er wollte, ja. Und da war er schon nicht mehr da. Ja, na klar. Ey, Leute, nochmal. Wir müssen uns doch nicht darüber unterhalten, dass ein Palinja ein überragender Spieler ist auf der Position.
Ja. Also ich habe nicht viel von ihm gesehen, nur die EM, ja. Das ist eine Maschine, Alter. Das ist eine Maschine. Wenn du aber einen Palhinha nimmst und ihn vor Joshua Kimmich auf die Achterposition stellst und von ihm verlangst, er soll 'n Pawlovic machen und unser Spiel gestalten durch die Mitte, ja, sorry. Dann hast du aufm Baum gepennt oder du möchtest dem Spieler einfach signalisieren: „Verpiss dich.“ So, mehr ist das nicht. Ja. Stell 'n Palhinha vor die Viererkette als Martinez, alles ist gut. Ja, aber dann hättest du ja König Josh beleidigt und deswegen ist das nie passiert. Und dann musst du ihn abgeben. Fertig. Ja. Und dann musst du damit leben, dass es immer wieder so sein wird, wie es auch jetzt schon teilweise war, ja, wo es viel, viel besser geworden ist bei Josh diese Saison, dass die Zentrale einfach nicht besetzt ist. Ne? Die defensive zentrale Position ist dann einfach mal nicht besetzt. So. Das passiert dir mit ein paar Linien auf dem Feld nicht. Jo. Du hast dich jetzt für die offensivere Variante oder die spielerischere Variante entschieden. Das ist gut. Und nochmal, Kimmich macht es besser diese Saison, ja. Er steht ein bisschen defensiver, hält sich ein bisschen mehr zurück. Nicht immer, ja. Läuft ja manchmal auch ein Torwart noch im 16er an, wie so ein Idiot. Aber es ist schon besser geworden, ist auf einem guten Weg. Aber ja, 'n Palhinha, ey, wir brauchen nicht über seine Qualitäten reden. So. Du hättest halt einfach auf ihn setzen müssen. Dann wäre alles gut gewesen. Ja, aber dann hättest du halt nicht diesen Spielstil, wahrscheinlich spielen können, wie 'n Vinny ihn sich vorstellt, ja? Da gibt's halt nicht diesen klaren, zentralen, defensiven Part. So, das sind die Innenverteidiger, die diesen Part eigentlich mit übernehmen, wenn man ehrlich ist, ja? So, das war das Thema. Aber dass der seine Position spielen kann, ja, brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Und dass der grade in England wieder funzt, ist ja logisch. Hm, 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 hm. Das ist richtig, ja. Wie gesagt, er macht's diese Saison besser. Ja, grade wenn wir Gegner haben, die uns halt höher anlaufen und so weiter, steht er halt klar hinterm Pavlo. Dann ist 'n Pavlo auch besser, ja? Das war ja letzte Saison auch schon mal am Anfang so. Die ersten 6 Spiele war das richtig gut und dann war Kimmich auf einmal wieder die ganze Zeit auf einer Höhe mit Pavlo und dann ist das scheiße, weil sie sich auf den Füße stehen, ne? So, das ist diese Saison besser und ich hoffe, das bleibt auch so. Werden wir sehen. Aber da wird Arsenal ja dann jetzt noch mal 'n schöner Fingerzeig, werden, ob das verinnerlicht wurde oder nicht. Oder ob das nur 'n Strohfeuer war bei Josh. Das wird schon. Das wird schon. Das ist richtig, ja. Da hast du vollkommen recht, Kaiser. Ja, das sehe ich genauso. Bevor ich da was zu sage, bin ich aber mal ganz kurz 2 Minuten AFK. Wenn mein Pause Pinkelpause, ganz genau so sieht's aus, ey. Äh, genau. Josh wird oft das Gefühl für die Situation, wenn er einen Ausflug nach vorne machen kann und wann nicht. Ja, das sehe ich genauso. Aber es ist besser geworden, muss ich sagen, ne? Es ist wirklich besser geworden. Also, ist ja auch ich meine, die sind immer noch ab und wann auf einer Höhe, das ist auch fein. Aber sobald's dann darum geht, irgendwie an die Strafraumgrenze aufzurücken oder so, dann ist es 'n bisschen besser, dass 'n Josh dann so 10 Meter weiter hinten steht. Trotzdem ist er natürlich immer noch 'ne Katastrophe in der Rückwärtsbewegung, so, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. 1:1 wie Goretzka. Gegenpressing, ganz schwierig, ja. Rückwärtsbewegung, also, ist nicht gegeben. Ja, das ist 'ne Katastrophe. Aber man sieht ja auch, dass es trotzdem klappt diese Saison, ne? Ich bleibe trotzdem der Meinung, dass er ein besserer RV ist, weil man ihm mit unserem Spielstil nichts von seiner Stärke nehmen würde, er aber nicht unter Gegnerdruck stehen würde wie in der Mitte. Ey, sehe ich 1:1 genauso. Sehe ich 1:1 genauso, Anbo. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja.
Es ist ja, keine Ahnung, das erzähle ich auch erst seit 2,5 Jahren hier auf dem Kanal. Ja, also ich verstehe es halt auch nicht. Ja, ich denke, Philipp Lahm hat gezeigt, welchen Einfluss man auch als rechter Verteidiger auf eine Mannschaft haben kann. Sowohl als Anführer auf dem Feld, als Kapitän, wie aber auch Einfluss auf das Spiel. Ja. Und gerade in diesem System, was wir ja gerade spielen, wir spielen ja nicht dieses System, dass unsere Außenverteidiger ständig auf die Grundlinie rennen, ständig unsere Winger überlaufen. Das tun wir ja gar nicht. Das ist ja super selten. Ja. Wenn, dann ist es ja eher so, dass unsere Außenverteidiger in den Strafraum ziehen und da dann angespielt werden. Anstatt dass sie irgendwie, wenn mal eine Flanke kommt, kommt sie aus dem Halbfeld. Ja, und das kann ja nur auch. So. Ja, aber genau das würde doch dem Josh perfekt in die Karten spielen. Ja. Eben dieses auf einer Halbposition. Ich verstehe es halt auch nicht. Keine Ahnung. Aber müssen wir ja auch nicht. Ich meine, es klappt ja auch bisher. Ja, also haben wir ja auch keine Argumente zu sagen, man muss das ändern. Aber ja, ich sehe es genauso. Also würde uns auf jeden Fall No-Brainer. Rechte Verteidigerposition wäre No-Brainer. Wäre durch. Ja. Würde im Umkehrschluss aber auch heißen, Fonzie Davies wird es dann noch schwieriger. Ne? So, weil alles, was rechts spielt, kommt nach links. Ja, so. Oder ein Conny Leimer müsste echt wieder in die Zentrale gehen, wo er für unser System eigentlich den größten Mehrwert hätte, weil es einfach eine Pressingmaschine ist. Ja. So, der würde so viele Bälle, die wir in der Mitte, obwohl es muss ich sagen, 'n Bischof auch sehr gut macht, wenn er in der Zentrale steht, das Gegenpressing. Ja, viel, viel besser, wie es ein Goretzka oder ein Kimmich tut. Aber Conny Leimer ist da noch mal 'n anderes Niveau, ne? Was da das Gegenpressing angeht, der wird uns so viel Bälle da wiederholen, also. Aber ja, ist halt nicht so und es läuft ja gerade auch genau so, wie es ist. Und von daher haben wir nicht wirklich Argumente dafür, ne? Aber wenn man so sich die Spiele anschaut, wäre es ein bisschen logischer. Ja, finde ich auch so. Äh, 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 äh. Ja, wild, oder? Das wäre aber auch zu einfach, oder? Das wäre zu einfach, wenn du in der Mitte den Conny hättest als absolute Laufmaschine und Pressingmonster und daneben 'n Pavlo oder 'n Bischof, der die dich ganz in Ruhe das Spiel gestaltet, ja? Das wäre zu einfach, oder? Wobei man auch nicht vergessen darf, wenn ihr euch mal 'n Conny Leimer in Leipzig anguckt, Conny Leimer hat auch das Spiel gestaltet, obwohl er diese Pressingmaschine war. Hat 'n super starken Ball 'n Auge für den Ball in die Tiefe, ja, in der Zentrale. Also, deswegen ich keine Ahnung, ich habe es noch nie verstanden, dass man diese Stärke beim FC Bayern nicht genutzt hat. Aber da sind wir wieder, drehen wir uns im Kreis seit, keine Ahnung, seit 4 Jahren. Kimmich, Goretzka, Goretzka, Kimmich. Du kriegst es nicht weg bei uns. Ich finde es super schade, dass in Deutschland vor allem im Jugendbereich Außenverteidiger so wenig Wertschätzung bekommen. Das weiß ich, das kann ich nicht beurteilen. Die wenig Wertschätzung bekommen. Meinst du, weil wir die Probleme in der Nationalmannschaft haben, oder was? Aber da musst du ja auch genauso sagen, dass keine Wertschätzung für Stürmer da ist. Ich glaube nicht, dass es an der Wertschätzung liegt. Ja. Und wann gab es denn mal den letzten wirklichen Neuner, der deutsche Nationalstürmer ist? Ich weiß nicht, wie weit der Woldemade da jetzt irgendwie eine Figur macht. I don't know. Wie gesagt, ich habe bisher keine Nationalmannschaft geschaut. Aber wann gab es denn mal den letzten? Gibt's ja nicht. Warum steht denn bei uns der englische Nationalstürmer und warum steht da kein Deutscher? Weil es einfach keinen gibt, Alter, auf diesem Niveau. So ehrlich muss ja mal sein. So, und Außenverteidiger auf Niveau? Ja, keine Ahnung. Hast du 'n Kimmich? Wie heißt der aus Leipzig? Dann war es das aber auch, oder? Außenverteidiger, Deutsche? I don't know. Mir fällt da jetzt auch nichts ein. Schwierig. Mm, 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 mm. Goretzka und Kimmich müssen etwas gegen Uli und Kalle in der Hand haben. Ja, ich weiß es auch nicht, du.
Ich finde es schade, dass wenig Spezialisten ausgebildet werden, sind gefühlt alles umfunktionierte zentrale Mittelfeldspieler. Wer ist denn alles? Ich habe keine, wie gesagt, ich bin da nicht drin im Thema Ausbildung, Jugend forscht. I don't know. Wenn, dann könnte ich vielleicht ein bisschen was beim FC Bayern beurteilen, aber selbst da bist du ja nicht drin, ne, wenn du da nicht vor Ort bist. Also, ich weiß nicht, wie das in anderen Mannschaften ist oder wie das beim DFB ist oder sonst was. Keine Ahnung. Da bin ich leider raus, Leute. Da kann ich nichts Fundiertes zu sagen, ey. Mm, 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 mm. Ja, das liegt halt an Winnie. So, das liegt einfach an Winnie. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es halt auch nicht. Verstehe nicht, aber wie gesagt, das ist dieser Kimmich-Goretzka-Situation geschuldet. So, alles wird nach außen dann geschoben. Ja. Ich meine, so wie wir spielen, habe ich ja gerade schon gesagt, passt das ja auch. Wenigstens ein bisschen. Ja. Also wenigstens ein bisschen passt das ja. Weil wir ja nicht wirklich als klare Außenverteidiger spielen. Und wir nicht so häufig, außer in der Champions League vielleicht oder in 2, 3 Spielen in der Bundesliga, auch mal wirklich in die Situation kommen, dass ein Conny Leimer halt auch mal oder ein Bischof dann wirklich defensiv ein Außenverteidiger sein muss. So, das ist ja super selten. Und deswegen geht das aktuell. So. Ob das dann reicht, um ansatzweise eine Chance zu haben, die Champions League zu gewinnen, werden wir sehen. Ja. We will see. Das kann uns nur die Zeit zeigen. Aber ich finde es auch schade, ne? Wie gesagt, Conny Leimer, man beraubt sich einfach einer Stärke, seitdem er da ist, dass man ihn nicht in die Zentrale bringt. Sondern genau dasselbe tust du beim Bischof. Also jedes Mal, wenn Bischof in der Zentrale gespielt hat, das war bärenstark. Ja. Ich weiß nicht, warum man den auf einer Linksverteidigerposition herumdümpeln lässt. I don't know. Ist mir auch zu hoch. War wahrscheinlich, dass er, damit er überhaupt spielen darf. So. Weil du kannst ja nicht einen König Josh draußen lassen. Obwohl war ja jetzt am Wochenende. Ist ja passiert. Der König saß draußen. Ja. Und wir haben zumindest eine gewisse Zeit lang haben wir mal Pavlo und Bischof in der Zentrale gesehen. War jetzt nicht so schlecht, oder? Wer weiß. Vielleicht sehen wir das die Saison noch öfter. Wir werden es sehen. Äh, 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 äh. Ich sehe Bischof schon bei der WM als deutschen RV, Alter. Das wäre lächerlich. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie der Nagelsmann spielt. Der spielt doch aber nicht mit Außenverteidiger, die auf Halbposition spielen, oder? Es sei denn, er hat sein System geändert. Ich weiß es nicht. Müsst ihr mir sagen. Ich habe keine Ahnung von der Nationalmannschaft. Boe haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Nee, werden wir auch nicht mehr sehen. Wirst du nicht mehr sehen bei uns. Also nicht mehr ernsthaft in der Startelf oder sowas. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Dafür haben wir jetzt einfach viel zu viele Alternativen. So ein Ito ist wieder da. Da ist eine Riesenalternative auf der linken Seite. Das heißt, du hast für die rechte Seite einen Conny Leimer, einen Stunny. Schwierig. Davis kommt zurück. Ja. Boe wird, glaube ich, keine Zukunft haben bei uns. Ja, ich sehe ihn auch in der Mitte, definitiv, aber ich weiß nicht, ob man das einem Spieler vermitteln kann, so, Kasa. Kannst du einem Spieler vermitteln, dass er die nächsten 3 Jahre nur irgendwie was ist? Die, er ist ja noch nicht mal die Nummer 1 als Einwechselspieler gerade in der Zentrale. Weiß ich nicht, schwierig, wir werden sehen. Aber ja, unser Kader ist ja so klein, ne? Deswegen
Deswegen haben wir diese Probleme. Dass wir zu viele Alternativen haben. Aber wie gesagt, Kimmich spielt ja jedes Spiel. So, es sei denn, er hat mal ein kleines Wehwehchen, dann darf er mal ein Spiel Pause machen. So, der blockt halt einen Platz komplett. Der steht ja nicht in Konkurrenz. So, den wechselst du ja nicht nach 60 Minuten aus. Das passiert ja nicht. So. Heißt, du hast entweder Pavlo oder Bischof. Was anderes wird beim FC Bayern die nächsten 3 Jahre. Wie lange hat er verlängert, Kimmich? Werden die nächsten 3 Jahre nicht passieren. Ja. So, wie willst du das? Ein Bischof, guck dir an, wie der spielt. Ja. Boah. Klar, so das erste Jahr natürlich, der ist neu, so, da bist du, ja, da rutscht du mal rein, so wie es jetzt gerade ist. Bam. Aber das machst du keine 3 Jahre lang. Geschweige denn länger. Das tust du dir ja nicht an. Also, bin gespannt, wie es da weitergeht auf lange Sicht, ja. Mm, 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 mm. Ja, ja, kann sehr gut sein, Ambo, ja. Ist ja, wie ich gerade sagte. Ist halt schwierig, ne? Weiß es nicht, wir werden sehen. Aber ich meine, wir haben das eine starke Spiel gesehen von ihm in der Zentrale und danach hat man ihn dann erst mal 6 Spiele gar nicht mehr aufgestellt. Warum? Hä? What? Und dann hat man ihn auf einmal gebracht, 20 Minuten als Linksverteidiger. Und jetzt durfte er dann nur in die Mitte, weil dann ein anderer Linksverteidiger eingewechselt wurde mit Conny Leimer. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir alles zu hoch, was das angeht. Aber nochmal, solange der Erfolg da ist, gibt es auch keine Argumente, ne? So, die Argumente gibt es erst, wenn kein Erfolg mehr da ist. Dann gibt es Argumente zu sagen, hey, du musst den Bischof aber da hinstellen. Vorher gibt es sie halt nicht. Und ja, klar ist der erst 20, aber nochmal, du setzt dich keine 3 Jahre beim FC Bayern jetzt als Standby-Profi auf die Bank. So. Das machst du ein Jahr mit, so logisch, ja. Vor allen Dingen, weil er ja auch überzeugt. So, wenn du jetzt sagen würdest, oh ja, der braucht noch, nee, aber er überzeugt ja. Ja. Schwierig. Wird interessant zu sehen sein, ja. Wahrscheinlich wird es dann wieder auf eine Leihe rauslaufen oder auf einen Verkauf mit einer Rückkaufklausel oder er verdrängt einen Pavlovic. Kann natürlich auch sein, ja. Aber dass ein Kimmich verdrängt wird, Leute, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Bui, tut mir leid, er hat diese Saison gut gespielt und darf trotzdem kaum spielen, obwohl er allen zu 110% vertraut. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Würdest du jetzt ernsthaft sagen, ey, ich stelle jetzt gegen Arsenal 'n Boe auf, anstatt 'n Stunny oder 'n, Conny Leimer? Also, ich würde das nicht sagen. Auf gar keinen Fall. So gar nicht, Alter. Wirklich so gar nicht. Ja? Ey, er hatte seine Chancen, ja, mit den Spielen, die er bekommen hat, weil die Leute verletzt waren. Ja, das war 'ne Leistung, die war okay. Die war okay, ja, so. Aber das war auch keine Leistung, wo du gesagt hast: „Jo, Spiel 1, Spiel 2 Steigerung, Spiel 3 Steigerung, Spiel 4 Steigerung. Oh, jetzt hat er mal seine 4, 5 Spiele gehabt und da sieht man, das ist 'n ganz anderes Level.“ Ne, das war auch nicht der Fall. Ja, es war 'n bisschen sicherer, es waren nicht so diese Dinger drinne. Aber das waren jetzt keine Leistungen, wo du sagst: „Ey, klar, ich stelle lieber 'n Boe auf als 'n Stunny oder 'n Conny.“ So. Und das ist das Problem. Ja, das waren ordentliche Leistungen, das reicht für die Ersatzbank und das war's. Das reicht, wenn du gegen St. Pauli dann spielst, da kannst du den vielleicht auch mal in die Startelf stellen nach so 'nem Spiel gegen Arsenal, weil die anderen alle müde sind. Dafür reicht das. Aber du setzt dich ja jetzt nicht dahin und sagst: „Oh, jo, ich spiele jetzt in Arsenal, da muss ich unbedingt 'n Boe aufstellen.“ So, und das sagt doch alles, ja? So, die Qualität reicht halt nicht. Punkt. So. Du musst die Chancen, die er hatte und er hatte die Chancen diese Saison mit den Spielen, die er gekriegt hat, weil wegen Verletzungen, die musst du dann nutzen. Und das hat er nicht getan. Das hat er auf 'm guten Level getan, aber nicht auf 'ne Entwicklung oder auf 'n sehr guten Level. Das ist sein Problem. Ja, wahrscheinlich, wenn du ihm das Vertrauen gibst und ihn 'n halbes Jahr mal durchspielen lässt, vielleicht macht er dann den Stepper. So, gar keine Frage, ja. Aber die Zeit hast du beim FC Bayern nicht.
Pavlovic wäre doch niemals da, wo er wäre, wenn er nicht, wo er in Dortmund eingewechselt geworden ist, da irgendwie eine Durchschnittsleistung gezeigt hätte und dann irgendwie, weiß ich nicht. Nee, der kam rein in Dortmund und hat überzeugt, Alter. So, ja. Anders geht's beim FC Bayern nicht. Und das hat 'n Boje nicht geschafft. Punkt. Ja, das muss man halt so klar sagen. Und da haben wir haben halt ein Überangebot auf dieser Posi. Das ist das Problem von ihm, ja. Ja, das ist dumm, Alter. Da habe ich mich ja so drüber aufgeregt über den Take. Junge. Ja, aber alle anderen AVs machen halt gerade einen prima Job. Boe hat sicher auch Pech. Ja, wie gesagt, er hatte die Chance. Er hätte sie nutzen müssen. Fertig. Jetzt kommt der beste Take. Aber auch zu sagen, dass Bischof noch jung ist und erst rangeführt werden muss und mit Karl in einen Topf geworfen wird, ist absolut geisteskrank. Sorry. Ist absolut geisteskrank. Hat mich so getriggert, diese Aussage. Ja? So eine dumme Aussage. Alter. So eine dumme Aussage. Anders kann man es nicht sagen. Wie du schreibst. Der hat die ganze letzte Saison war der Stammspieler bei Hoffenheim. Ja, es ist nur Hoffenheim, aber es ist Bundesliga. So, Feierabend. Und sogar Europa League oder was haben die gespielt. Und dann ziehst du einen Leon Goretzka vor, weil der 10 Jahre Erfahrung beim FC Bayern hat. Wow. Grandioses Take. Und setzt dich dann in 'ne PK und laberst diese Scheiße. „Oh, der ist noch jung, der muss erst mal Erfahrung sammeln, da kann ja immer mal irgendwie was passieren und nee, das geht so nicht, das ist nee.“ Ne, ist klar, Lionel Messi oder 'n Jamal in Barcelona, den hast du ja auch nicht mit 17 aufgestellt. Der hat ja nicht mit 17, bei der EM für Spanien brilliert. Das geht ja nicht, der hat ja gar keine Erfahrung. Hä? Was ist denn da los? Er hat ja in seinem Leben noch nie Fußball gespielt mit 17. Junge, kriege ich 'n Kackreiz. Sorry. Was spielt die Erfahrung für eine Rolle, ey, bei diesen Themen? Qualität, das ist das, was zählt. Ja. Du kannst ja darüber reden, nehmen wir jetzt ein Spiel bei Arsenal, so, was weiß ich, wobei ich das noch nicht mal unbedingt nehme. Nimm Galatasaray, so, letzte Saison. Da kannst du ja gerne davon reden, ey, da ist so 'n Leon Goretzka, der das vielleicht schon öfter mal erlebt hat in seinen 10 Jahren, der damit klarkommt, wenn dann super lauter Pegel ist, nur gepfiffen wird. Ey, da lasse ich den Take ja gelten, so, ja, die Erfahrung kann dir da weiterhelfen, so, ja. Ja, den lasse ich gelten. Aber doch alles andere nicht. Junge. Hä? Was ist denn los? Das heißt, wir setzen den jetzt erstmal oder wir ziehen den jetzt erstmal 3 Jahre durch, so, dass er ein bisschen Erfahrung gesammelt, genauso wie der Nat Karl. Immer mal wieder 3 Spiele raus, dann mal wieder ein halbes Stündchen. Hä? Dummer Take einfach, sorry. Aber das verstehe ich eh nicht. Ich verstehe diese Art Trainer nicht, die immer einen von Erfahrung labern, Alter. So, ja. Gut, es ist deren Recht und der Erfolg gibt ihm recht so, gar keine Frage. Deswegen keine Argumente auf meiner Seite oder auf deiner Seite, Ammu, wie auch immer. Aber ist für mich auch ein dummer Take einfach. Hast du aber auch schon bei Ubich gesehen. Ja? Und beim Torwart können wir vielleicht noch eher davon reden, zu sagen: „Oh ja, da ist Erfahrung, Spielpraxis noch mal 'n anderes Thema“, ja? Keine Ahnung. Und ich meine, wir reden dann davon, dass ja in der Regel der König noch neben ihm stehen würde. Da steht doch noch 'n Kimmich daneben. Ja? Selbst wenn das jetzt nicht, wie du sagst, schon, was weiß ich, 60 Bundesligaspiele und 15 Europacup-Spiele gehabt hätte, wenn er gerade neu aus der Jugend gekommen wäre und trotzdem diese Qualität hat, dann stell ihn doch dahin. Da steht ein Kimmich daneben. Ja, der muss ihn dann halt an die Hand nehmen. Was ist denn los? Hä? Kann doch nicht so schwer sein. Aber nein, dann stellst du Leon Goretzka dahin. Überraschenderweise kann Leon Goretzka nicht unser Spiel gestalten. Oh, Rückwärtsbewegung, kriegt er nicht einen Ball. Gegenpressing, kriegt er nicht hin. Was kann ein Leon Goretzka? Raum machen, ja, Meter machen. Klar, gegen Gegner, wo wir 20 Meter in der gegnerischen Hälfte stehen. Wow. Da macht eine Aufstellung von Leon Goretzka richtig Sinn, Alter. Katastrophe. Ich darüber nachdenke. Immer dieses Erfahrungsthema. Mann, Mann, Mann.
Wild. Können gar nichts, kein Bayern-Niveau. Nee, Bayern-Niveau hat nur Augsburg. Hast du ja gehört. Die stehen in Bayern in nichts nach. Hey, Sandro, Alter, gut gealtert, wa? Ja, und Hoffenheim, ich weiß nicht, guck mal auf die Tabelle gerade, oder? Haben die nicht gerade auch einen Höhenflug? Ah. Wie soll er sich groß zeigen, wenn er 10 oder 2 Minuten spielen darf? Er durfte so selten starten und andere wurden 7 Spiele mitgeschleppt. Ne, das stimmt nicht. Also, das ist auf Boe bezogen, ne? Das stimmt ja die Saison nicht. Vorher will ich dir recht geben, ja. Aber Boe hat doch die Spiele bekommen, wo alles verletzt war. Was waren das denn? Waren das nicht 3 Spiele oder was? Von Anfang an, die er sogar durchspielen durfte? Oder fast durchspielen? Also, da hat er so 'ne Chance gehabt. Sorry. Da reden wir nicht von 10 Minuten Einsätze oder sowas. Die hat er gehabt dieses Jahr. Und die hätte er nutzen müssen. Die hat er genutzt auf, ja, ordentlichem Level, aber halt nicht mehr. So. Ist aber nur meine Meinung. Und ich habe es ja gerade gesagt, klar würde er wahrscheinlich besser werden, wenn du ihm mal wie Alphonso Davies, ja, letzte Saison auf der anderen Seite, den hast du halt auch 10 Spiele durchgeschleppt. Ja, da gebe ich dir recht. Aber du hast wofür? Du hast einen Conny Leimer, du hast einen Stanisic. Wofür willst du jetzt da einen Boe durchschleppen? So, du hast ja keinen Grund dafür, ne? Doch, Bischof, 65 Bundesligaspiele, 4 Champions League-Spiele, 8 Europa League-Spiele. Ja, sag ich ja. Ist halt dumm. Man sieht schon bei 5 Ballkontrollen, ja, vor allen Dingen siehst du das ja, wenn er den Ball hat und dann angelaufen wird von 1 oder 2 Spielern. Das ist doch der große Punkt. Das ist der Punkt, der uns ja fehlt, wenn da 'n Kimmich und Goretzka stehen. Das ist ja auch der Punkt, den der Pavlo, besser macht, viel, viel besser. Auch der kann das ja, die Situation auflösen und trotzdem dann was gestalten. Und Bischof ist da noch mal 'n Tacken stärker. Ja, und das geht uns halt ab, wenn da 'n Goretzka steht. Sorry. Ja. Das ist ja auch nicht böse gemeint. Leon ist 'n guter Spieler, aber auf 'ne andere Art und Weise, die halt einfach nicht in dieses System passt. Aber anscheinend weiß ich nicht. Frage mich nicht, ich blicke da halt nicht durch. Wie gesagt, die Ergebnisse geben ihm ja auch recht. Von daher, ja, ja, gehe ich mit. Das war ja auch die große Stärke von Thiago, dass der das halt auch konnte, ne? Natürlich noch mal auf'm anderen Level, aber vielleicht kommt da ja 'n Tom sogar noch mal hin, wer weiß. Würde mich auch nicht wundern, Gaza, dass der Vertrag verlängert wird von Leon. Wundern würde es mich nicht, wenn er natürlich Abstriche in Kauf nimmt, so. Ja. Ja, ja. Ja, wie gesagt, die Aussage war dumm und das weiß er auch. Sorry, ja. Aber da siehst du das halt. Und das ist ja auch das Thema, was wir vor der Saison hatten. Du musst ihn halt zwingen, ja? Du musst ihn zwingen und deswegen musst du 'n Leon Goretzka verkaufen oder nicht verlängern. Ist ja Wurst, was er dann macht. Vielleicht geht er noch mal nach Bochum. Ja, du musst 'n Kompany zwingen. Du musst ihn zwingen, dass er keine anderen Alternativen hat, so wie es mit dem Lennart Kahl ist. Sonst wäre Lennart Kahl hätte die Spielzeit auch nicht bekommen. So, und so musst du das machen. Du musst 'n Leon nicht verlängern, ja. Gut, wie gesagt, dann haben wir die Conny-Situation, vielleicht rückt der dann wieder in der Mitte. Aber anders geht's nicht. Du musst 'n Kompany wirklich zwingen dazu. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Gealtert wie Milch, die Aussage von Sandau, ja. Ja. Also, an den zweiten Spieltag erinnere ich mich nur schwammig, aber ich meine, dass Augsburg die Bayern vor mehr Probleme gestellt hat als ein Hoffenheim oder Freiburg, aber ja, aktuell Tabellenplatz 13 hinter Gladbach. Ja, natürlich haben sie uns vor mehr Problemen gestellt. Einfach dadurch, was Augsburg gut gemacht hat, wie du Bayern immer vor Probleme stellst, ist, du musst unsere Zentrale anlaufen, Dauerfeuer. Du musst sie in Manndeckung nehmen am besten. Und da musst du halt aber auch die Qualität haben, dass du so 'n Kimmich halt dann wirklich rausnimmst, ja? So, das ist das Thema. Dann hast du 'ne Chance gegen Bayern. Das hat Augsburg zu der Zeit gut gemacht, ja.
Aber dann ist es wie so oft, wie super oft, wenn gerade in der Bundesliga, wenn eine Mannschaft gegen Bayern gewinnt oder eine sehr, sehr gute Leistung zeigt, dann denken die immer irgendwie: „Yo, wir sind's." Und dann kacken die richtig ab. Und genau das ist mit Augsburg auch passiert. Müsst ihr mal drauf achten. Passiert so häufig in der Bundesliga. Ja, ist halt so. Hattet ihr bereits über die Aussage von Heiko Niederer vom Bild in der PK nach dem Spiel gesprochen, wo Lenny mit der Behauptung, er vergleicht sich mit Messi, das Wort im Munde rumgedreht wurde? Lennart sagte im Sky-Interview, dass Messi sein Idol ist. Es grenzt schon an übler Nachrede. Typisch Springerpresse. So werden Schlagzeilen und natürlich Klickraten generiert, aber viele der Journalisten haben ihren Beruf nach meiner Meinung leider nicht gelernt. Ja. Guck dir die PK an, guck dir die Reaktion von Winnie an, das sagt alles. Kannst halt nur drüber lachen. Also. Ich meine, allein, dass das Wort Bild-Zeitung oder Bild da steht, sagt schon alles. Also jemand, der irgendeine Aussage von der Bild-Zeitung irgendwie ernst nimmt, der ist selber schuld. Punkt. Egal auf was bezogen. Ist einfach Schmutz. So, ganz einfache Kiste. Und das Niveau halt, ist Bild-Zeitung. Mehr braucht man dazu aber auch nicht sagen. Ist doch aber auch nichts Neues von der Bild-Zeitung. Ich glaube, dass Bischof seine Zeit diese Saison noch kommen wird. Ich mache mir da keinen Kopf. Das ist einfach Kimmich 2.0 in jünger und besser. Ja, er ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Ja. Wir werden sehen, ob er seine Zeit kriegen wird oder nicht. Goretzka spielt jetzt eine super WM zusammen mit Sané und Gnabry und dann bekommt er einen super-duper Vertrag von Eberl und Freund geschnürt. Na, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn es nach Max Eberl geht, wird auf jeden Fall mit dem Leon nicht verlängert. Definitiv nicht. Genau deswegen hat man ja einen Tom Bischof verpflichtet. So. Das ist ja schon mit Weitblick geschehen und nicht mit, keine Ahnung, ich verpflichte den Jungen und die sind ja nicht blind. Also wir haben ja alle, und wenn zur Not ein Uli Hoeneß ein Machtwort sprechen muss, ja, so wie er es bei Thomas Müller getan hat. So, Punkt. Du siehst doch die Leistung, die ein Tom Bischof zeigt. So, und die sind ja nicht wegzudiskutieren. Und man sieht ja auch die Leistung von Leon Goretzka. Ja, der hat immer mal ein gutes Spiel zwischen. Es gibt sportlich kein Argument für Leon. Punkt. Nicht in diesem System, wie wir spielen. Und nicht mit diesem Verdienst, den er hat. So. Und da wir uns ja alle einig sind im Verein, rund um Uli Hoeneß, alle miteinander, sind wir uns ja einig, wir müssen Gehälter einsparen. Also über was reden wir? So, es gibt kein Argument, mit Leon Goretzka den Vertrag zu verlängern. Gibt es nicht. Sportlich schon gar nicht und finanziell noch weniger. Also, sorry, man würde sich nur lächerlich machen. Dasselbe gilt übrigens für Serge Gnabry. Ja? Auch wenn seine Leistungen auf jeden Fall besser waren, wie sie von Leon Goretzka die Saison. Ja? Aber auch da gibt es diese Argumente nicht. Ich meine, guckt euch, Serge Gnabry ist der bestbezahlteste Teilzeitarbeitnehmer dieser Welt. Wälzt gerne mal die Statistiken. Ich weiß nicht, allein wie oft Gnabry länger wie eine Halbzeit gespielt hat dieses Jahr. Geschweige denn mal länger wie 60 Minuten. Ja, also, ist der bestbezahlteste Teilzeitprofi, Alter. Nein, also die sind ja nicht blind. Beim Serge kann ich mir vorstellen, keine Ahnung. Wenn die Bayern Eier haben, sagen sie, komm Serge, du kriegst noch 10. Vielleicht bleibt er dann, ja, wenn er meint. So. Aber bei Goretzka gibt es keine, auch nicht für 8 Millionen. Es gibt keinen Grund, einen Leon Goretzka zu behalten. Sportlich gibt es nicht. Und das ist egal, und wenn er eine Super-WM spielt, das hat nicht zu interessieren, Alter. Kann er nach Besiktas gehen, nach Juve, was weiß ich. Irgendwo wird er schon glücklich werden. Hab gerade nochmal geschaut, Sascha durfte 2 Spiele in der Bulli starten und 1 in der Champions League und insgesamt wurde er nur in 9 Pflichtspielen überhaupt berücksichtigt. Ist jetzt nicht so viel insgesamt, 462 Spielminuten. Ja, aber er hatte diese 3 Spiele, die waren am Stück, oder nicht? Das war doch da, wo alles verletzt war.
Und da hätte er mehr liefern müssen, ganz einfach. Ja, das war ordentlich, aber halt auch nicht mehr. So. Hätte er da mehr gezeigt, hätte er vielleicht auch noch mehr Chancen bekommen, ne? Mm, 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 mm. Ach, ne. Also, ich hoffe, dass er seine Abschiedstour gestartet hat, aber dass er deswegen jetzt so viele Spiele bekommen hat, ne. Das ist halt einfach Winnies Einstellung. Das haben wir doch grade schon diskutiert, so. Das sagt er doch auch offen. Es ist ihm wichtiger, dass da Spieler sind, die Erfahrung haben. Erfahrung ist wie Tuchel, ne? Obwohl Tuchel ja, die Eier hat, wenn er meint, der Spieler ist besser, dann stellt er den da hin, auch egal, ob er Erfahrung hat, so. Das ist bei Winnie halt nicht so. Winnie ist halt erst mal Erfahrung ist ihm wichtig, ja. Das ist ja auch sein gutes Recht. Wie gesagt, die Ergebnisse geben ihm ja auch recht. Das ist aber die heutige Internetmentalität, einen Jugendspieler mit Messi zu vergleichen, ist einfach dumm, aber in der heutigen Zeit normal. Na ja, erst Bildzeitung lesen, danach noch ein paar Videos Bayern Insider gucken und abschließend Plättis Insta stalken. Nur Qualitätsmedien, ja. Also, ich finde es generell schwierig, ansatzweise 'n Spieler mit Messi zu vergleichen. Auch nur ansatzweise. Also, ich meine, Neymar hat ja schon 'ne gewisse Qualität gehabt, aber selbst den kannst du ja nicht mit Messi vergleichen, Alter. Ja, 'n Yamal, was ich gesehen habe, könnte man vielleicht mal das Wort in den Mund nehmen, ja, aber dafür habe ich ihn auch zu wenig gesehen, ja. Aber ja, wie du sagst, so ist das heutzutage. Du machst 3 gute Spiele und gleich bist du ja, wow. Lionel Messi 2.0. So, weißt du? Und dass das Vorbild von Lennart Karl Lionel Messi ist, ist doch schön, ey. Ja, und vielleicht kommt er ja mal auf das Niveau, aber Junge, Lionel Messi ist einfach, weiß ich nicht, outstanding, Alter. Für mich ist das outstanding, was der Mann, geleistet hat und noch immer leistet. Einfach outstanding. Genauso wie 'n Ronaldo, obwohl das 'n anderes Outstanding ist und ich den absolut nicht mag, aber ist genauso, ja. Ja, sage ich doch. Guck mal, Serge hat, wenn er gespielt hat, im Schnitt 56 Minuten Spielzeit pro Spiel. Ja, guck mal. Da er oft zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat er ja mal ein Spiel für 90 Minuten wahrscheinlich gespielt, damit die Statistik zustande kommt. Olli, servus. Goretzka geht nach Schalke zurück. Ach, ja gut, wenn die aufsteigen vielleicht, ja. Soll lieber nach Bochum gehen, ist 'n Bochumer Jung. Ich finde es jetzt auch einfach mal wohltuend, dass man an Diaz sieht, woran sich Mitspieler wie Serge messen lassen müssen. Und dann sieht man doch relativ schnell, was den anderen fehlt. Auch in Bezug auf Sané und King. Ja, und King hat das schon gehabt. Nicht in diesem Maße, ja, aber King hat schon, zumindest in seiner guten Zeit, hat er schon den Ehrgeiz gehabt. Ja. Aber nicht auf dem Level, wie es ein Diaz hat, so. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Hm, 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 hm. Ja, hoffentlich, ne? Hoffentlich nehmen die Jungen sich davon was an, von so Mentalitätsspielern. Aber das ist halt auch immer schwierig so. Es sind ja oft Spieler wie halt so 'n Diaz, der aus Verhältnissen kommt, die wir hier unseren privilegierten Mekka-Situation gar nicht nachvollziehen können, ne? Da ist halt 'ne ganz andere Einstellung, 'ne ganz andere Dankbarkeit fürs Leben, für den Fußball da, als wie bei so 'm, ja, Lennart Kahl, whatever, ja? Kannst du halt nicht vergleichen. So. Und das kannst du auch nicht lernen, ne? Das ist einfach, ja, da, wo du herkommst, Alter. Aber wäre schön, wenn sich da so die Jungs 'n bisschen was von abgucken würden, ja. Genau, mit Gravenberg war dasselbe, ja. Mit Gravenberg ist auch, ja gut, kannst du durchgehen, die Liste. Wir können sie haben wir schon oft genug aufgezählt, ja? Selbst 'n Sabitzer, wenn er denn da mal spielen durfte auf der Posi, war stark, Alter. War stark. Ja, war wirklich stark.
Und zack, Goretzka wieder fit oder Kimmich wieder fit, zack, Goretzka, Kimmich, Mitte. Goretzka, Kimmich, Goretzka, Kimmich, Goretzka, Kimmich. Egal, wen du geholt hast. Ob es ein Conny Leimer ist, ein Sabitzer, ein Rhein Grafenberg, es war scheißegal. Marc Rocker, das war auch ein überragender Spieler, wenn du ihm einfach mal ein bisschen Spielzeit gegeben hättest. Egal. Alle daran zerschellt. Alle. Du musst ja dankbar sein, dass ein Pavlovic aus der eigenen Jugend kommt und deswegen überhaupt diese Chance bekommen hat. Ja. Wäre das wieder einer von außen gewesen, wäre der auch zerschellt. Katastrophe halt. Ist halt so. Mm, 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 mm. Ja, es ist halt manchmal wild, ne? Dass Diaz noch 5 Millionen weniger verdient als Serge, ja. Ja, das kannst du ja nicht vergleichen. Serge wird niemals mehr auf das Level kommen, Alter. Wie auch. Wir waren noch nie auf dem Level, weil er auch ein anderer Spielertyp ist. Du musst ja froh sein, dass ein Serge, wo das auch schon wieder teilweise schlechter geworden ist, überhaupt mal die Wege mit nach hinten macht. Hat er ja nie gemacht früher. Nie. Ja. Und wenn dann jetzt so halbherzig, so wie es ein Goretzka gegen Freiburg gemacht hat. Ja, ich begleite den mal, aber wirklich in den Mann, in den Zweikampf gehe ich besser nicht. Das gucke ich mir nur an. Ja, das ist Serge Gnabry. Und dann guckt dir mal Luis Diaz an. Alter. Oder ein Conny Leimer oder whatever. Das sind halt andere Spielertypen einfach, ne? Und du siehst doch gerade in Liverpool, wie er da ja anscheinend auch zu fehlen scheint mit dieser Einstellung, ne? Obwohl die, was, eine halbe Milliarde ausgegeben haben. Gut, es sind nur 450 Millionen, glaube ich, oder? Kannst du mal machen. Ne? Kannst du mal machen. Kannst du die ganzen schönen Wetterfußballer kaufen? Ja. Und dann siehst du ja, wo der Weg hingeht. Mm, 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 mm. Das schwarze Loch des Bayern-Mittelfelds, ja. Ist echt so. Aber, wohl, vielleicht ist es ab nächster Saison aufgesprengt. Dann haben wir wenigstens schon mal einen Platz, der umkämpft ist. Und wer weiß, was noch so passiert. Vielleicht besinnt sich der Winnie irgendwann da drauf und stellt einen Josh Stonner als rechten Verteidiger auf. Vielleicht passiert dieses Wunder. Vielleicht überragt der Kimmich einfach bei der WM dermaßen als rechter Verteidiger, dass ein Kompanie sagt, Alter, kann ich mir eigentlich nicht erlauben, ihn da nicht hinzustellen. Wäre doch schön. Also mal abwarten. Hör mir auf, ich habe letztens erst, ich hab einen Arbeitskollegen, der Gala-Fan ist. Das war noch bevor Libor jetzt wenigstens wieder mal ein bisschen was geliefert hat bei der Nationalmannschaft. Er hat den mit so viel Herzblut verteidigt, wie gut dass er doch bei Galatasaray ist. Ich habe mich totgelacht. War witzig. Eine Frau ist Kolumbianerin. Das erste, was sie sich gekauft hat, war ein Diaz Bayern-Trikot. Ja, ist doch super. Ganz Kolumbien ist seit dem Transfer Bayern-Fan. Ja, das war ja damals schon so unter El Tren, Alter. Sind die ja auch völlig eskaliert. Ich weiß es aus erster Hand und finde das echt geil. Vor allem, ich glaube, die Leute hier wissen nicht, was Diaz für das ganze Land Kolumbien bedeutet. Ja, das ist ja, was ich sage. Vielleicht macht Kai mal ein extra Video über Diaz. Das ist ja immer, was ich sage. Das sind halt. Du kannst das nicht nachvollziehen. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen. So. Du kannst das nicht nachvollziehen. Das ist ein Stellenwert in solchen Ländern, das kannst du nicht nachvollziehen. Das ist das halt. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Aber deswegen ist das so eine Art Fußballer. Ja. Mm, 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 mm. Der Conny Leimer ist die Ausnahme als Ösi. Ich weiß nicht, was mit dem falsch gelaufen ist, dass er so ist, wie er ist. Ja, aber auf einem anderen Level, weißt du? Das ist ja auf einem anderen Level.
Guck mal, du hast doch in Deutschland immer ist doch egal, nimm doch jetzt mal den Lothar. So. Klar, wenn der jetzt bei Bayern spielt, so, da alle Bayern-Fans so: „Wow, yeah, Lothar." So, und alle anderen in Deutschland so: Lothar, was ist das denn für 'n Wichser?" So, wir Deutschen gönnen halt nicht, weißt du? Nimm Michael Schumacher. Das b noch so 'n Beispiel. Oder nimm irgend 'n anderen außergewöhnlichen Sportler. So, du hast immer so die Fangemeinde und dann hast du 3/4 aus Deutschland, die einfach nicht gönnen, Alter. Wo einfach Missgunst da ist. So. Das hast du in solchen Ländern nicht. Das hast du in solchen Ländern nicht. Ja, das ist der Unterschied. Und bei uns ist das ja besonders schlimm. Ist halt so. Gut, ich mache jetzt aber Feierabend, Leute. Ich muss noch was virtuell töten gehen. So 'n Ding. Ja, sage ich ja, ganz andere Mentalität. Ja, ja, ich werde noch 'n bisschen in den Tag hier gehen. Mit der Frau. Muss die Frau, unterstützen. Leute, war 'n super, schöner Stream. Ich bedanke mich. Ich freue mich aufs Spiel gegen Arsenal. Das Tipp, hm ich nehme, glaube ich, das hochklassige 3:3, was ich vorhin erwähnt habe. Das nehme ich. Leute, haut rein. Schönes Spiel am Mittwoch. Wir hören uns, auf YouTube. Nächste Woche wieder live hier.